Schöne gute Morgen, die Damen und Herren, alle Freunde vom ADR. Mein Name ist Ramon Biermann, ich bin der Präsident von der Sektion Staat, das Jahr im Februar gewählt. An dem Morgen habe ich auch als Präsident vom Kongressbüro den ADR Nationalkongress 2023 dürfen abzumachen und zu leiten. Ich bin assistiert von den Delegenten aus den Bezirken und von der Jugend- und Frauensektion. Das wir einmal für den Norden den Dino Mocchetti, den Luc Martini für den Süden, für den Osten wie das der Jean Modert, für die Frauensektion Darlette Kiefer und für die Jugendsektion Adrenalin de Melvin Weiss. Am Namen vom Kongressbüro will ich euch alt op herzlich bei unserem Zentrum zu Dummelding, dass du mir eher, weil ich gebirtschenalen Dummeldinger sind, begrüßen zu dir, für merci zu so für Ihre Präsenz und für Ihr Interesse. Ich wünsche euch dann alle gut zusammen und am Kongress an euch allen einen interessanten und gesunden, guten Verlauf für den ganzen Kongress. Wir kommen dann auf den Punkt 2, direkt schon von der Tagesordnung, mit der Begrüßung durch den Präsidenten vom Bezirkszentrum, dem Dr. Tom Weidig. Tom, und dir das Wort. Moin. Liebe Parteikollegen, die Damen, die Herren, ich begrüße euch an meiner Funktion als Präsident vom Bezirkszentrum herzlich ADR Nationalkongress, den dieses Jahr im Zentrum heute zu Dummelding stattfindet. Wie all Jahr wollen wir als echt unsere verstorbenen Membern gedenken. Dafür bitten ich euch, aufzustehen, für gemeinsam eine Gedenkminute aufzuhalten. Merci. Das Gedenkminute ist auch wichtig, weil sie schafft einen gemeinsamen Moment, den uns mehr bringt. Die nächsten 6 Monate werden wir zusammen viel durchmachen. Momente von Enthusiasmus, Roserei, Depression, Drama. Alles wird dabei sein, alles kann passieren. Wir werden auch unfair attackiert gehen, und persönlich angegriffen. Wir werden uns auch in Rennen nicht immer eins sein. Wir werden zusammen Schritt für Schritt noch vorgehen, an uns Messagen, an Ideen und Leid bringen. Weder einer Partei noch manch politische Aktivisten, die bei den Medien arbeiten, werden uns aus der Ruhe bringen. Wir werden zusammen Schritt für Schritt noch vorgehen, an uns Messagen, an Ideen und Leid bringen. Eine Gedenkminute invitiert aber auch zum Nachdenken über uns selber. Für was sind wir heute Morgen so frei auf den Beinen? Ich sage ganz ehrlich mit dir, ich will am liebsten heute kein Rede halten. Ihr wisst, dass ich ein Spruchhandicap habe, und für mich, als für viele Leute zu schwätzen, nicht einfach, es macht mir Angst. Es ist so schwer, wie wenn der Xavier Bettel ein Rede halten für den Dutzenden und Dutzenden von Professoren, bei denen hier Texte integral aufgeschrieben hat für seine Uni-Arbeit.
An der ADR zu sein, heißt auch Courage zu haben. Der Courage für als Meinung anzustehen und auf ein Lösch zu gehen. Trotzdem Gegewand von Familie oder auf der Arbeit, bei Freunden oder an den sozialen Medien. Dir hat den Courage und dürfen sie dir auch haut Kongress. Mit dir nicht nur Courage, dir lebt auch an der realen Welt. Und nicht an einer von den seefenblosen Welten, die Gambia unter der Leitung von einem Copy-Paste-Premier erschaffen hat. Hier ein paar Beispiele. Es ist noch nie so viel Lützeburg geschwärzt wie heute. Preisexplosion beim Logement kennt für vieles, außer der Massenimmigration über die letzten 20 Jahre. Die Welt kann nicht mehr gerettet gehen, an dem der Verbrennerauto an fossilen Atomenergie aufgeschafft wird. Fremdbetreuung von Kanner ist genauso gut, wie wenn Kanto heim enkadriert wird. Die Mehrerscher schockieren mich als Wissenschaftler, aber sie weisen, wie weit als Gesellschaft sich schon Seefenblosen erschaffen hat, für sich besser zu spüren. Mit dir hat auch der Courage, für eine Demokratie zu kämpfen. Demokratie, die von Gambia auf von der CSV mit Face getrippelt. Sie schwätzen groß von mehr Demokratie, aber sie brechen hier das Wort und refusieren dem Wähler ein Referendum für die neue Verfassung. Sie haben betreutes Denken von 100 rausgesichten Leuten an einem Klimarat und ignorieren 18.000 Bürger, die die Petition für ein Referendum unterschrieben haben. Nach ein Jahr. 18.000 Bürger gehen ignoriert, mit einem Bürgerrat von 100 Leuten wird als mehr Demokratie gefeiert. Die Realitätsverzerrung ist kolossal und das müssen wir bekämpfen. Als Demokratie braucht der DDR. Ich will aber nicht, dass ihr meint, dass der DDR, dass wir perfekt sind. Das sind wir nicht. Wir meckern heinz zu viel. Wir erklären heinz als Alternativpropose nicht oder nicht genug. Wir machen heinz operationell Fehler. Wir müssen auch selbstkritisch analysieren, was wir noch nicht gut machen, aber was wir verbessern können. Wir müssen auch die Leute unterstützen, die sich alltag für die Partei ersetzen und auch für höchst ethische Maßnahmen. Dürfen auch ein grosses Merci an all die, die mitgeholfen haben, diesen Nationalkongress zu organisieren. Ich wünsche euch am Namen vom ganzen Bezirkszentrum nach einem guten Kongress. Merci. Merci Tom für den remarkabeliert. Da kommen wir bei der Punkt 3 an der vier Zuspruch von unserem Nationalpräsident, dem Fred Kopp. Fred, du hast Wort. Merci Ramon, merci auch direkt dem Tom, das mat dingeriert relativ fähig gelöst. Wir probieren das dann heute zu toppen. Ich weiß aber nicht, ob es das wird gelingen. Ich habe vielmals merci für die super Wörter, die da uns riechen, noch ganz ehrlich gemeint, was du gesagt hast. Lief Ehrenpräsident, lief Deputiert, lief alle guten Mandatsträger, die Damen und die Herren, lief Freunde alle guten. Ich begrüße dich ganz herzlich als Präsident von der Partei. Alle Gute auf unseren Nationalkongress liefern. Und ich kann sagen, das ist ein richtig Fried für euch, alle gut zu sehen, hier an diesem schönen, flotten Saal zu so viel. Wir sind heute bald 200 Members von der ADR hier im Nationalkongress. Und dafür will ich alle Guten eine ganz, ganz große Bravo sagen. Bravo, merci. Ich will dann noch zunächst natürlich dem Maderbeter ganz große Merci sagen, an noch denen Leute vom Bezirkszentrum, die Datei ermöglicht tun. Erstande lo klappt hier mal alles, dürfen alle Respekt schaffen, das geht auch so weiter. Und sind dann überzeugt, dass wir hier flotte Moyen und dann noch nach Mitte Gießen hier flotten Mitte Werten zusammen können verbringen.
Ich bin noch besonders froh, wenn ich heute den Saal gucke, für verschiedene Leute zu sehen. Verschiedene gehören zur Gründergeneration. Sie waren schon für 36 Jahre, da ist der gegründet, 1987, da waren ein paar, die Albaner sind noch gar nicht geboren. Da waren die schon da. All Respekt für sie, all Respekt für die grandiose Arbeit, die ihr gemacht habt. An all den Zeiten, an den mannerguten Zeiten, an den besseren Zeiten, die hat Stein riecht gehabt. Persönlich Interessen hat von der Partei gestaltet. Mit viel Engagement, mit Motivation. Eine neue Partei, die uns gegründet, das ist eng Sache. Aber dann noch eine neue Partei während 36 Jahren hochzuhalten, das ist noch ein ganz anderes. Und die hat das gemacht und dürfen sie dir Vorbilder für uns alle gut. Große Merci dafür. Dann sehen wir hier auch ganz viele neue Junggesichter. Lang genug sind wir als ADR aus verschiedenen Ecken als Partei von den Allen vernannt gehen. Es schluden die hier an, die sollen hinkommen. Merkt der ADR groß ab, wie viele Leute tun an den letzten Jahrzehnten den von der ADR herbeigewünscht und herbeigeriert, unter anderem den Herr Juncker. Wir sind auch immer da, liebig, gesund, munter, an Topform. Der seid den Haut stark wie sind da ganz, ganz langem nicht mehr. Die Freunde, ich will dann auch alle guten große Merci so die Leute aus dem Komitee, die sich engagieren, all die viel freiwillig, die dafür Stunden nach Stunden sich ersetzen, für die ADR noch viel zu bringen. Und denkt daran, all Einzelne von euch als wichtig. Jeder kann eine Rolle an der ADR spielen, und wir brauchen euch alle gut. Mit denen können wir viel erreichen. Die ADR ist, und ich sage Ihnen hier, eine Volkspartei. Eine Volkspartei, weil wir ganz Volk repräsentieren. Den Arbeiter, den Prof, den Doktor, den Infirmier, den Arbeitslosen, den Bauer, den Winzer, den verkoten Polizist, den Maschinist, die pensioniert, an die Jungen, Frauen, Männer, Privatbeamte, Selbstständige und Staatsbeamten. Alle Berufsgruppen und alle Gesellschaftsgruppen sind bei uns vertreten. Die Freunde, das ist ein Zeichen, dass wir richtig leihen und dass wir die richtigen Themen ausschwätzen, die Gesellschaft hier im Land bewegen. Und das ist ein Zeichen, dass wir gut Arbeit machen und dass wir es fertig bringen, trotz Gegenwand. Weil ja, die kennen wir nicht mehr so gut, als Messagen und Leute rauszubringen und die Bürger hier im Land für die ADR begeistern zu können. Und das Zeichen, dass der ADR viele Leute hier im Land eine Stimme gibt, die sie bei den anderen Parteien nicht mehr kriegen. Zwei große Rendezvous stehen das Jahr an, und wir sind bereit. Wir sind bereit und wir freuen uns auf die zwei Wahlen. Wir haben viel vor, und ich kann den anderen Parteien versprechen, dass sie sich warm sollen tun an diesem Superwahljahr 2023. Wir werden geschlossen zusammen auf voller Energie an Kampagne für die Gemengewahlen und an Kampagne für die Chamberwahlen starten. Dieser Kongress soll dann noch am Zeichen stehen. Einerseits laufen die Gemengewahlen, und ich will heute besonders als viele Kandidaten für die Gemengewahlen begrüßen und ihnen Merci sagen. Und dann noch durch, wenn wir den Spitzenkandidat von der ADR für die Chamberwahlen werden auf diesem Kongress vorstellen. Lasst mich kurz angehen auf die Gemengewahlen. Ich will ein paar Punkte vielleicht annehmen, denn Alex Penning als Generalsekretär wird nur noch ein bisschen mehr genau darauf angehen. Ihr seht hier schon ein paar von unseren Plakaten, die wir werden an der Kampagne benutzen, die da wird gesehen, überall an Straßen, auf Facebook, auf der Tele und so weiter. Das sind ein Teil von unseren Hauptzügen, die wir am Wahlprogramm werden präsentieren und die wir probieren, hier noch viel zu bringen. Ganz wichtig ist uns, das, wo wir wirklich dafür stehen, das, dass wir die Bürger hier im Land mitschwätzen lassen. Wir vertrauen die Bürger und dafür werden wir hier an die Gemengewahlen darauf pochen, dass endlich Leute an die Gemengen auch seriös geholt gehen und auch können mitschwätzen. Und das geht an unseren an über den Weg vom Referendum auch an der Gemeng. Das wird auch dazu zählt, das sind die Informationen, die Leute kriegen. Weil oft genug ist es so, und das kennen wir als unsere Gemengen, dass
Schäferei, dann Burgemeesteren, sie machen gerne Sachen am stillen Kämmerlein. Also sie nicht gerne, wenn so viele Leute etwas wissen, weil wenn so viele Leute Bescheid wissen, was gemacht soll gehen, da sind sie oft auf dem, dann haben sie Angst, dass die Leute sich okay dagegen wehren, dass sie beim okay eine Bürgerinitiativen stehen. Und das ist das, was sie verhindern wollen. Und dafür geht es relativ oft für, dass sie probieren, Informationen über Sachen, die ausstehen, klein zu halten. Das ist an unseren inakzeptabel. Und wir stehen also eher an diese Gemenge, weil auf jeden Fall für Transparenz, für die Bürger zu informieren, mit anzubeziehen auf die Direktdemokratie durch das Referendum. Ein zweiter Punkt, wir kommen nach darüber zurück, den ist ganz wichtig ist, und das ist die Entwicklung, die uns ganz viel Sorgen hier im Land macht, das ist die Entwicklung von der Unsicherheit. Unsicherheit, die wir alltag miterleben, die viele von uns auch schon kennen, die kennt alle gute Leute, die an den letzten Wochen irgendwo die angebracht kruten oder sonst irgendwie schlecht Erfahrungen gemacht haben mit der Kriminalität hier im Land. Das ist etwas, das für uns inakzeptabel. Und wir werden von unseren Hauptaugenmerkmalen darauf legen, für hier im Land, auch am Niveau von den Gemengen, das unzuschwätzen, was oft genug von den anderen tabuisiert wird, und auch systematisch zu bekämpfen, weil Sicherheit hier im Land, das muss man garantieren, und das ist ein Recht von den Bürgern hier am Land. Familien, das ist keine andere Partei hier im Land. Und egal was die anderen sagen, das ist keine andere Partei hier im Land, die so für die Familie steht, die so für die Kinder steht, wie das der. Wir sind dort absolut Nummer 1. Und das, was wir um Landesniveau 100 Mal an die Gemenge bringen, und wir werden überall da, wo wir untreten, aber wir auch nur an die Responsabilität geben kommen, da werden wir uns ersetzen, dass wir familienfreundliche Gemenge kriegen, wo uns Kinder, weil hier ist in Zukunft, wo wir die an den Mittelpunkt stellen, wo wir anständige Betreuungsstrukturen und anständige Konditionen schaffen für die Familien und für die Kinder. Nächster Punkt, den auch wichtig ist, wo man auch wirklich die Partei ist, die dort am besten kann, dass das, was die Integration geht, dass der als die Partei, die hier im Land auch dafür steht, für den Spruch zu fördern, für sie hoch zu halten, und das für uns der Weg von der Integration. Integration geht hier im Land vielleicht nicht zu 100% just wie Spruch, der Spruch ist der Hauptfaktor von der Integration. Du hast auch viele Gemengen an der letzten Zeit, als das vernachlässigt geht, das Resultat der Gesimmerhaut, und das ist etwas, was wir nicht können durchgehen lassen, weil wenn wir Haut nicht drauf passen, für Integration an einen Spruch zu pochen, da werde dann pro Jahr komplett schief gehen und da wird es zu spät sein. Das ist lo oder nie. Dann haben wir die Wohnungsproblematik. Eine Wohnungsproblematik von Thomas schon richtig gesagt wird, von Grünlei. Wir müssen aber auch gucken, wir können das nicht direkt alles ändern. Wir müssen gucken, viel kurzfristig etwas zu machen für die Leute, die das Problem haben. Und das sind noch nicht wenig. Und das ist am Niveau von der Gemenge, was den du machen kannst. Und was ist so wichtig ist, das vielleicht in der Schäd von den anderen Parteien. Südfried sagt, wir wollen bauen, wir wollen 100.000 Wohnungen bauen, 10.000 Wohnungen bauen. Sie wissen alle gut, dass das gar nicht so möglich ist. Den Hauptpunkt ist den, und das so eine Schei ganz klar, wir wollen, dass Gemengen, Wohnungen errichten, bauen, kaufen, ja, und sie denen Leute als ihrer Gemeng mit einem gewissen Schlüssel auch dann zur Verfügung stellen oder für einen abordablen Lohn verlehnen, für das die Leute, die aus der Gemeng kommen, und ich denke, besonders die Jungen, nicht nur, aber besonders die Jungen, dass die können an ihrer Gemeng auch wohnen bleiben. Und der Schlüssel von dem Ganzen muss sein, dass die Priorität absolut bei so einer Sache Leute für den Leute, die aus der Gemeng kommen, die verwurzelt sind an der Gemeng, für das die auch da können wohnen bleiben, die Leute müssen Priorität tun bei der Sache, und da klappt das doch. Und dann noch kurz der letzte Punkt, und das ist den wir hier an den Gemengen überall erleben, und hier am Land, und das ist die ganze Problematik mit dem Wurstum. Und das ist, wir haben hier am Land, also gut, das Stadtdeckgut wurde endlich benutzt, auch die haben sich endlich getraut. Wir haben hier am Land etwa, die nennt eine Bevölkerungsexplosion. Wir merken nicht überall, ich komme noch darauf zurück, an der Punkt ist den, dass an der Gemenge merken wir das ja auch. Und Gemenge sind halt ganz viele Gemenge, sie komplett überfordert mit dem Wurstum. Sie gehen vom Staat gedrückt, für immer mehr zu bauen, immer mehr groß, sie gehen die Infrastrukturen kommen aber nicht nur. Und das du auch, wo ich muss umdenken, dass ihr mehr gezielt baut, und dass ihr auch vielleicht Heinz du mal als Gemenge seht, sind da wenig, die machen, mit die meinen auch gut, dass ihr vielleicht Heinz du seht, ja, Heinz du als Mann mehr.
Weil Leute von der Leitfotobausen, die sind auch nicht immer begeistert von dem Wurstum, den wir hunderte Gemengen. Und geht ob Kosten von der Lebensqualität. Und das die letzten Jahre auch ganz viele Gemengen aus dem Equiliber geraten. Aber was wir gerne hätten, dass man also Gemenge pochen auf Lebensqualität und nicht alles zu betonieren. Das kann nicht Ziel sein und das ist auch nicht das, was da wollen. Zum Schluss will ich noch vielleicht auf eine Menge Aguen und auf die Stadt Lützeburg. Ich so nicht, wie die Wahlen ausgehen, den 11. Juni an der Stadt Lützeburg. Erstens, die DP geht die stärkste Partei, und möchte eine Koalition mit der CSV. Ich wette mal, die Schweder wollt, das können sie. Zweitens, bei der Pulver geht Burgemeister, dann hast du dann bei 50 Jahren Burgemeister gewirrscht. Ich weiß nicht, ob das für zu lachen oder zu kreischen ist. Ich habe noch wenig in Highlight Kugelei geguckt, ich gucke den dann, die könnt ihr sonntags, könnt ihr immer an der Rediffusion, die kennt ihr nach. Und da steht mir dann Paul von 1987 auf der Stereplatz 1987. Und du seht sie, du gleich fängt man an mit bauen. Ne? Voilà. Das ist immer 2023, ne? Und auf Stereplatz wird noch immer nicht gebaut. Ne? Das ist die Politik, die an der Stadt gemerkt von den letzten 50 Jahren. Und das ist das System mit dem Pulver. Wird viel geschwärzt, wird wenig gemerkt. Bisschen wie dem uns der Juncker, den er doch so stilt. Das gut kommt, Leute müssen nicht von der Ruhe schmieren, wie an der Realität geschieht nichts. Ich kann mich auch erinnern, dass ich mit dem Pulver an die Wahl gegangen bin. Ich meine, das muss 12 oder 18 Jahre hier sind. Ich weiß nicht so genau, wie oft das war bei hier. Wo es an die Wahl gegangen ist, in der Stadt gesagt wird, wir brauchen 500 Polizisten für die Sicherheit zu garantieren. Wenn ich gewählt bin, dann werde ich das als Bürgermeister machen und dann wird die Stadt mir sicher gehen. Aber der Pulver, die Stadt war noch nie so unsicher wie heute im Jahr 2023, nachdem sie bald 50 Jahre Bürgermeister wird. So unsicher wird die Stadt noch nie. Trotz der Madame Pulver oder wenn's der Madame Pulver, es ist egal, sie hat versucht. Also sowieso egal, weil sie ja so nicht lange Bürgermeister, Patrick Goldschmidt wird da nur regeln, das ist auch schon alles angekündigt, er wird nur kurzer Zeit der Bürgermeister gehen. Drittens noch kurz, wenn das meint, also die brauche ich keine Sorgen zu machen, die Leute, die so, oh, wir müssen die wählen, für das nicht die Gring an die Schäferrot kommen, die Gring kommen an die Schäferrot. Leute fangen noch immer die Verlehen, also sie wissen halt, was eine Charlatanerie von den Gringen angeboten wird. Mach dich keine Gedanken, die Gring werden an der Stadt absolut nichts zu radetten haben, keine Angst auf der Platz. Hallo so ich nach, was der DR an dem Gemeinderat wichtig zu suchen wird, tun auch für Wahlen doch wichtig ist, dass der DR an dem Gemeinderat vertraut muss sein, am besten mit man zwei Leute. Und zwar erstens für stark Zeichen zu setzen, für Sujeten wie Kriminalität, den Auto an der Stadt, für einen Spruch an andere. Sujeten, die anderen Oppositionsparteien nicht interessieren. Für eine andere Stimme voranzubringen. Wir sind die Einzigen. Aber dir du nicht von LSAP, Gring, Link oder Piraten von Jura kommen, das ist alles das selbst an der Stadt. Die sollen alle gut das nämlich. Die kommen nicht mit neuen Sachen. Wir sind die andere Sachen rabbringen und dafür ist das sehr wichtig am Gemeinderat. Und zweitens, für die Koalition, die ihr da könnt, für die zu kontrollieren, an ihnen nie auf die Fangeren zu gucken, an sie daran zu erinnern, was sie versprochen und für was sie da sind. Dafür ist es ganz wichtig, den Wert von einer ADR nicht zu unterschätzen. Und dazu nicht nur nicht für euch, weil ihr wisst ganz genau, was der ADR wert ist. Wir so nicht hauptsächlich für die Leute da draußen, die freuen sich vielleicht, wie sollen wir wählen. Ich will ihnen so, dass ein Gemeinderat mehr erfrischend ist, etwas Ähnliches ist, besser ist, mehr wertvoll ist, wenn ihr von der ADR dran sitzt, wie wenn kein dran sitzt. Voilà, das gesagt, will ich noch zum Schluss all den Leuten, die wirklich die letzten Monate und Wochen, und noch da am Moment noch, an die nächsten Wochen am Moment, an ihren Sektionen die Wahlkampagne mitmachen, die Wahlkampagne organisieren, aus den verschiedenen Sektionen, wie gesagt, wie gesehen ist alles, Pierre, de Patrick, de Josie, de Paul, den Alex, de Jean-Marie, de Jeff, de Michel, de Steve von Ölven, wo mein gelöscht wird, den Hund, ganz große Bravo. Pierre hat man schon, de Max, alle die verschiedenen Kandidaten. Will ich ganz große Merci auf dieser Seite und ich wünsche nicht alle guten, ganz große Success. Von der Partei aus werden die volle Unterstützung kriegen.
bis zum 11. Juni, und das nicht überzeugt, dass wir da einen großen Succès Werte kreieren. Für den Rest wünsche ich euch einen ganz erfolgreichen Kongress und ich sage merci für die Nullleistung. Große Merci dem Fred Kolb, unserem Nationalpräsident, war immer ein perfekt Red. Merci. Am Punkt 4 ist 4 gesehen, dass unser Generalsekretär, den Alex Penny, das Wort ergreift, an den Aktivitätsbericht möchte vom letzten Jahr 2022 an auch noch wenig über die Gemengewahlen etwas uns zählt. Alex? Merci Ramon. Die macht das so ganz gut am Kongressbüro von Leif, Ihre Präsidenten, zu 3, haut ein Premier. Leifen Herr Präsident, Deputierten, Leif Parteifreunde und Freundinnen, Leif Vertreter von der Presse. Ich meine, kleine Kontrolle, YouTube allgemeine Broschüre, 12 Fakten 2022, gesehen, okay, den ich habe manifestiert. Du sagen, dass der DDR, wenn du das liest, wir sind traditionell, wir gehen der Tradition, nur Nationalkongress zu Reisert letztes Jahr, Sommerfest zu Witzig, immer ein großes Fried, Presseessen, mit den Vertretern von der Presse, und als Journée parlementaire, wie auch all Jahres, das war zu Munderef. Partei und Fraktion, wir haben ganz gut geschafft. Ich meine, das Exekutiv mit 16 Versammlungen, Nationalkomitee 12, das heißt, all Monat könnte Nationalkomitee zusammen, Fraktion 25 Versammlungen, da hat man dann Pressekommuniqué 21, Pressekonferenzen, das waren da 3, aber da steht nur nicht da, was das war. Das war eigentlich eine Pressekonferenz nur als Journée parlementaire. Dann natürlich ganz, ganz wichtig Pressekonferenz der Verfassungsreform und dann eine spezifische Pressekonferenz vom Norden über den Helikopterlandebund zu Irspelt. Bon, als Statute sieht für das Bezirkskongress, die muss ja für Nationalkongress sein, das war den Herzer Bezirkskongress als 1. nach dem Februar, dann den Norden den 23. Februar, Zentrum 24. Februar und den Süden den 25. Februar. Was als Deputierter geschafft haben, sieht auch mit impressionanten 542 parlamentarische Fragen. Davon 20 Questions urgent, 6 mündliche Fragen an 7 erweitert Fragen. Motionen 40, Interpellationen, die lesen am Detail. Gesetzpropositionen haben wir da 3 gemacht. Career Police, Cancel Culture, Lützeburg, also das Wahlrecht in Lützeburg im Ausland, auch ein Sujet, den am Moment in aller Munde ist. Und eine Proposition über die Revision von der Verfassung. Dann, die wissen, da gibt es eine europäische Familie an der AECR, wo wir sehen, wo wir auch regelmäßig Conseilsreunionen sind, wo wir aber auch als Delegationen von unserer Partei oft angeladen sind als Wiener deplaciert. Dann Tribune Libre, Gast im Land, Resolutionen 4, und dann haben wir eine Liste von nicht Männern wie 45, schon der Merkel gezählt, 45 Entrevuen mit Repräsentanten, ich nenne das mal so, von der Zivilgesellschaft, wo da sieht, dass man all denen Assoziationen hier d'Allianzen echt wollen. Wir wollen sie echt, und wir probieren die dann auch nur an unsere Wahlprogramme die Interessen von denen Leuten zu verteidigen. Ich meine, das ist also die ganzen, also das ist ein Resümee, ich meine, das ist ganz lang, ich meine, die sieht, wie aktiv das wir waren, an eine kleine Präzision, das heißt just nationalen Niveau, das heißt, das nationalen Niveau geschafft wird, natürlich, ich meine, den Fred hat doch schon gesagt, der natürlich nicht vergessen, wenn er die Bezirke und diese Sektionen geschafft wird, was an der Partei Basis geschafft wird, was natürlich auch ganz wichtig ist zu nehmen. Und da kommt schon mein nächstes Sujet, ich meine,
wann ich vu Bezirker schwätze, wann ich vu Sektionen schwätzen, schwätze ich natürlich schon, de Fred hat schon richtige kleine Introduktion gemacht, ein kleines Intro über Gemengewahlen. Ich meine, die Gemengewahlen als viel geschwärzt gehen, dass viel präpariert gehen, als parlamentarische Mandat, als Sekretariat hat ein Programm ausgeschafft, 100 Punkte. Und da schon große Merci von meiner Seite aus für die Arbeit. Aber wenn es so 100 Punkte sind, das all Punkte, die Politik interessieren, die all Alterskategorien englobieren, die das Logement abordieren, was möchten Wert, Logement Wert, von den wichtigsten Sujets am Gemengewahlkampf sind, wann nicht sogar den wichtigsten. Der Fred hat doch schon so Sicherheit natürlich. Wir sind natürlich auch für mehr Bürgerbeteiligung, auch an unserer Gemeinde Lützebauer Spruch gefordert. Als Natur müssen Rematurschaften brucht gehen, als ein Patrimoine muss geschützt gehen und als Kultur erhalten bleiben. Wir sind für lebensche Gemeinden mit starken Vereinen, ein Gemeng für alle Alterskategorien und auch für Leute mit spezifischen Bedürfnissen. Ein Sujet, den auch ganz viel Wert mit bei sind, das ist natürlich Mobilität. Und es so nicht auch los schon. Wir machen an all den Gemengen, wo man mitgehen. Ich komme ja nur darauf zurück, für ein Gemengen, dass das Werte sind. Wir machen keine Politik. Wir machen keine Politik gegen ein Auto. Das ist ein bisschen so, ich merke laut Mode an letzter Zeit, dass ich probiert, Leute auszuspielen, der Velosfahrer gegen den Autosfahrer, Mobilität gegen den öffentlichen Transport, ich weiß nicht, das geht bei uns nicht. Wir verteidigen die Interessen von ihnen all, und auch vom Autosfahrer. Natürlich brauchen Gemengen noch eine gute Feierung, und eine gute Feierung heißt natürlich auch das Sehen von unserer Partei dabei ist, dass als Partei an den Gemengerat vertreten sind, auch wir wissen, vielleicht sogar am Schäferrot vertreten sind. Den Programm, wo ich gesagt habe, die 100 Punkte, das ist ein Rahmenprogramm. Das heißt, natürlich ist das ein Programm, den Basis soll sein für alle Einzelgemengen. Ich weiß ganz gut, dass zum Beispiel die Gemeinde Wünsche andere Probleme hat wie die Stadt Lützeburg. Dass die Gemeinde Diddling andere Doléances hat wie die Gemeinde Kliev. Das heißt, alle Gemeinden schafft sein eigenes Programm auch nach aus, sur Basis von dem Rahmenprogramm, den wir ausgeschafft haben. Weil die werde ich dort vorstellen, nach wer eine Gemeinde gehen wir mit, weil ich so nicht sind da 11. Am Moment. Stand heute sind 11 Gemeinden, das Gemeinde am Norden, Gemeinde Wünscher, Gemeinde Kliev, Gemeinde Ölven, dann am Zentrum Stadt Lützeburg, Niederrhein, am Süden Kersching, Peiting, Suessen, Ersch-Ulzigt, Beteburg und Diddling. Das ist auch so eine ganz rezente Information. Ich komme auch nach der Information, dass man effektiv an 2 andere Gemengen eventuell nach Hochwerten machen, so dass wir auf 13 sind. Ich kann das aber nicht 100% bestätigen, weil Diskussionen noch en Kurs sind, aber wir auch noch am Delay sind, für als Listen zu deposieren. Voilà, ich meine, liebe Freundinnen aus der Partei, die sind gut aufgestellt. Wir sind optimistisch für die Wahlen. Und der Fred hat schon gesagt, alle Menschen zählt, alle Menschen, die in den Banden sind, alle Menschen an den Sektionen, alle Menschen an den Gemengen, alle Menschen an den Bezirken zählt für den Gemengenwahlkampf. Wir werden auch als Konkurrenz, wie schon gesagt, auf kein Kado machen, aber wir werden für allem mit Alternativen kommen. Nicht nur ein Problem nur schon, wir werden noch so, wie wir sie lesen werden. Wo eine letzte Info, auch da ist eine Tradition, ich bin immer gefroht von der Presse, wenn es so ein Jour schon, wie viele Members das wir dann haben. Also ich habe nicht wirklich Mam Sekretariat überprüft, ob letzte Freitag, 24. März, waren wir auf 1754 Members.
wat enorm ass. Merci. Dat wohl wissen, dass wann den guckt, wo am 1. Januar war, habe ich dann auch noch geguckt. Da waren wir auf 1473. Das heißt, da haben wir über 250 Leute schon wann den letzten 3 Monaten beikriegt. Wieso nicht sind Membern, dass sie überprüft gehen? Sind das Membern, die auch wirklich Kotisationen bezahlt haben, die auch die statutarischen Konditionen von der Memberschaft erfüllen. Voilà. Weil nach irgendwelche froh wären, ich meine, ich bin bereit, so ist ja nur der freie Ausspruch, ich sehe, weiter kennen, der noch ein froh hat. Voilà, da sage ich vielmals merci, gehen fort anderem zurück und den Präsident vom Kongressbüro, dem Ramon Biermann. Merci. Merci Alex für den bemerkenswerten Aktivitätsrapport. Wie gesagt, Sie sind alle gut, der ganze Rapport ist halt dran. Den Alex hat doch schon gesagt, wenn noch irgendjemand eine Frage oder eine Bemerkung dazu hat, wird wir und der Person. Voilà, aber kein Schmelz, da gehen wir rüber auf den Punkt 5. Wie ihr alle gut wisst, wird der DR auch eine eigene Emission auf der Tele. Und die wird präsentiert vom Dan Hardy. Dan? Ja, liebe Kolleginnen, alle liebe Kolleginnen, eigentlich sollte ich noch nicht schwätzen, für ihr spät sollte eigentlich ein Film laufen über der Tele. Und ich werde die liebe Leute von der Technik vielleicht den kleinen Clip anzuspielen. Merci. Schon ugangs Februar hat der DR die Regierung aufgefordert, für alle guten Corona-Restriktionen abzuheben. Das machen nur immer mehr Länder in Europa, wenn es eben dem Verlauf von der Omikron-Variante. Davon von der Cité Lärmisch zu Sussem sind auf den Barrikaden. Schon über ein Jahrzehnt lang fordern sie eine Verkehrsberuhigung an ihrer Cité. Die Reformpartei hat sich dem Problem von den Rehkitzen angeholt, die am heißen Gras tags in das Messer kommen. Auch am Juli konnten nach ein paar kleine Rehe gerettet gehen, ehe die Mähmaschine an den Einsatz kam. Die kratzige Aussage vom roten Minister haben dazu gefordert, dass nächste neue Parteimembers beikommen sind. Zusammen mit Anwohnern vom Zensor vom Walmeschaft wird für den Erhalt vom Lebensraum vom geschützten Tier gekämpft, und damit dagegen das schon bald große wahnsinnige Velosbrick-Projekt. ADR Tele, kein Blatt für den Mund, könnt bei euch un. Wenn in 2 Jahren allein auf Facebook 500.000 Views, a pro Sendung dax über 50.000 Mal abgerufen. Unsere September-Reportage über die Stadt Lützeburg, die noch draußen ein immer manner schönes Bild aufgeht, mit zum Beispiel dem Mangel und Hygiene am öffentlichen Raum, dem Unsicherheitsgefühl an der organisierten Hescherei, hat ein Tabu gebracht und also lange auf Facebook angeschlagen wie ein Bomb, den als 54.000 Mal von ihr geguckt ging. Auch auf Park TV an Doc geht die Sendung von tausenden Leuten ganz viel geguckt. Am Gegensatz zu der ADR als der CSV an den Gambia-Parteien die Meinung von den Bürgern egal, das ist als einer Demokratie aber nicht würdig. Die größten Parteien werden in ihrer Position festhalten, sie hat ein Referendum versprochen, sie sind nicht Versprechen gebracht und sie machen kein Referendum. Obwohl so viele Leute unterschrieben haben, obwohl 54% gesagt haben an der Umfrage, dass Politmonitor-Umfrage, nee, von dem 22% nie gesagt, und 54% gesagt, sie wählen ein Referendum. Sie sind heute als Privatperson für all die Leute zu unterstützen, die für Freiheit sind, für den Choix, ob sie sich will impfen lassen oder ob sie sich nicht will impfen lassen. Es scheint ja aber ein Fakt zu sein, dass es eben bei den Covid-Impfstoffen mehr Nebenwirkungen gibt wie bei klassischen Impfstoffen. Wie war das denn so? Bon.
Das ist ganz richtig. Ne? Und das ist zum Teil ganz bedrohlich, weil die Impfung das ist eigentlich keine klassische Impfung. Da hat mit klassischer Impfung nichts zu tun. Das ist eine Gentherapie. Der Covid-Tumor überstehen, zurück an Normalität und ohne Maske an Restaurant. An einer Demokratie muss immer Platz sein für andere Meinungen und für Protest. Wo ist dort Toleranz, von der immer so groß geschwärzt wird, du baust an der Heibannen? Herr Karteiser, was ich kleft. Herr Präsident, Deputierten zu schwätzen, nicht in der Regierung. Alles an Ihrem Diskurs, Herr Karteiser, alles, was sucht, die ganze Zeit hier an der Chambre, als der Beweis, dass Partei rechtsextrem ist. Kann nicht sein, Herr Fayo, dass ihr hier eine Partei wie der DR als rechtsextremistisch angreift, die nicht ist. Als Silo seit 2,5 Jahren Minister, es sind noch nie hier an der Chambre Topat genannt gehen. Für uns bedeutet das als Beichten, wir können am Bach trinken gehen. Als Beichten können wir überhaupt nicht mehr am Bach gehen, weil das verboten ist in einem Naturschutzgebiet. Und da haben wir natürlich ein Problem. Gering geht daher und da bleibt so, solange die Partei Regierungsverantwortung trägt. Wir sind solidarisch mit den Bauern, weil das nicht Agrargesetz bringt ganz viele Bauern und Laboranten. Erstens dürfen sie den Betrieb nicht mehr groß machen wie los, also sie müssen noch verkleinern. Ich bin ganz optimistisch für die nächsten Fälle, weil als Equipe, die da steht, mit all den Leuten rundherum, die möchten formidabel gut Arbeit. Und da sind wir gesagt, wenn der Gast abhält, da geht da der darauf. Nee, ich meine, es wäre vielleicht gut, dass ich mal Zeiten abgehalten, dass die Equipe auch 3 Jahre Zeit hat, für die Fälle für sich anzuschaffen. Energiepreise, Familienpolitik, Genderwahn, Kampf gegen Kriminalität, eng Wohnungsfannen, den Index, das Gesundheitssystem, als Elermatbürger, Naturschutz, den Niveau an den Schulen, Integration, als Spruch Lützeburgisch, als Freiheiten, als Meinungsfreiheit, als Matspruchrecht und Erdmatspruchrecht. Wir setzen uns konsequent für diese Ziele heran. Zum Gute für Lützeburg und zum Gute für uns alle Gute. Dann hast du Fakt, dass der DR auf den sozialen Medien immer mehr stark vertreten ist. Kommen wir lo zum offiziellen ADR soziale Medien-Rapport. Und das am Vergleich mit 4 letzten Jahren. Auf unserer ADR Facebook-Seite haben wir seit letztem Januar 2022 1227 Likes mehr beigetragen für im Jahr für drin. Wir sind hier also um 94% gestiegen. Wir haben auch 119.300 mehr Abrufe am Ganzen am Vergleich zum 4 letzten Jahr. Das ist doch mal ein Wachstum von 293%. Und als Reichweite belief sich auf 300.077 Leute. Da sind wir also um 100% gestiegen am Vergleich beim 4 letzten Jahr. Wir sehen den Interesse für die ADR erwiesen. Die könnt euch also auf Facebook unter ADR, Alternativ Demokratische Reformpartei, finden, respektive als Jugendpartei zu finden, gibt ihr einfach auf Adrenalin de Jong ADR. Wir haben auch eine immens aktive Frauensektion, an der könnt ihr unter ADR-Frauen auf Facebook finden. Auch auf Instagram sind wir aktiv, und das unter ADR Lützeburg oder für als Jugendsektion unter Adrenalin LU. Seit letztem Jahr sind wir dann auch auf TikTok aktiv. Die Initiative auf dieser Plattform aktiv zu gehen, kennt von einem von den jüngsten Adrenalin-Membern, an das der Melvin Weiss. Im Ganzen haben wir hier über 1000 Follower rekrutiert und über 5500 Likes. Wir sagen nicht vielmals merci für das Engagement, aber vielmals merci, dass ihr uns auf den sozialen Medien unterstützt. Merci dem Dan Hardy für die interessante Präsentation und den wichtigen Abend für allem. Nicht zu vergessen, dass zur wichtigen Aufklärung nicht mehr für uns Membern, mehr aber auch für die Volk draußen beiträgt. Merci. Dann kommen wir auf den Punkt 6, dem Finanzrapport von unserem Generalkäse, dem Detlef. Detlef,
Gut, und ihr für den Käserapport. Guten Morgen, liebe Damen und Herren. Freut mich alle, ihr alle so gut zahlreich heute sind. Hoffen, dass es euch alle gut geht. Wie all Jahres haben wir immer die Lichttag, die mir Kurztag, und ich werde auch nicht lang planen. Wie gesagt, wir haben gut geschafft. Es leidet immens gut, mit Bedacht, mit der Finanzen geschafft, sodass wir das Jahr mit der Benefiz aufschließen von 97, also von 98.000 Euro. Und ob es finanziell Mittel haben wir noch, das ist auf die Banken haben wir noch 340.000 Euro. Das ist mir ganz gut mag an Situation, die es erlaubt, an die Projektwahlen ranzugehen und dass man da ganz viel können machen. Also, wenn ihr eventuell Fragen habt, könnt ihr mir die stellen. Wie gesagt, normalerweise halte ich mich immer ganz kurz, weil Matthias Wojolo von Schwätze, die ist ein bisschen drüber par rapport, das was die anderen Kollegen haben. Also wie gesagt, wenn da frohe wäre oder sind, kann ich da gerne Antwort zu geben. Also, ich bin looking froh, ich meine, da kann ich mein Deal aufschließen. Das ist nicht, merci. Merci Detlef für den Käserapport. Wir kommen dann zum Punkt 7, der Rapport von den Käserevisoren an Entlastung vom Generalkäsier. Ich gebe dann Lo, Wort und Sylvie Michelski. Merci dem Dr. Detlef Xonö, den Detlef als Jurist und Expert Comptable, und dementsprechend exzellent waren noch seine Konten gefordert. Und alle guten Bezirke und den Organisationen waren vertraut, für zusammen akribisch genau die solchen Dossien zu gucken. Es war alles perfekt und übersichtlich organisiert. Aber wie den Detlef sagt, wir sind super aufgestellt, für an die nächsten Wahlen zu gehen. Vielmals merci. Dann eine große Merci und die Käserevision und hier gleich Nachricht. Wir kommen lo zur Entlastung vom Generalkäsier. Heute ist den froh, was die Rapporten angeht. Okay, das schenkt dann an der Reihe zu sehen. Dann gebe ich später zur Entlastung aufzustimmen. Und diese Aufstimmung machen wir mit Handheben für den Rapport vom Generalkäsier. Aufstimmen. Wen hast du 4? Wen ist dagegen? Wen enthält sich? Du hast wir dann den Rapport vom Generalkäsier geholt. Da kommen wir zum Punkt 8 von der Tagesordnung, die Entlastung vom Nationalkomitee. Ich gebe hier Standelobierten über die Entlastung vom Nationalkomitee für das gelegte Arbeit vom Jahr 2022 aufzustimmen. Genau am selben Prozess mit Handheben. Wen ist auch verstanden dafür? Wen ist dagegen? Wen enthält sich? Damit ist das Nationalkomitee entlastet. Merci. Nun kommen wir zum Punkt 9. All Bezirk laut Statuten no Artikel 35 Aufsatz 10 recht, Käserevisoren dem Kongress zu proposieren. Für den Bezirk Norden wird das Claude Pleger, für den Osten den Yves Jussack, für den Süden den Peter Langendijk, für den Bezirk Zentrum den Dan Hardy,
für Türen der Adrenalin, den Serafini Kevin und für die Frauen Trozenko Müller Nadeshda. Ich gebe wir dann lobierten durch Tanzischen Rum aufzustimmen. Sieht man dafür? Wie ist der Geint? Und wie enthält sich? Eine Enthaltung. Damit wären die 6 proposierten Kandidaten als Käserevisor gewählt. Da kommen wir zum Punkt 4, zum Punkt 10. Laut Artikel 35 Aufsatz G muss der Nationalkongress alljährlich Kotisation festlegen. Der Nationalvorstand proposiert dem Kongress den Montant von der Kotisation nicht zu heben und so zu losen, wie bis war, dass wir 14 € für eine Person, 20 € für den Staat und 5 € für den Student. Der Nationalkongress hast du mal da verstanden. Wen da gehen das, der Vierer hier auf die Hand von Schrift. Da geht und enthält sich. Damit wird die Proposition für die Kotisation nicht zu hegen angeholt. Wir geben dann direkt auf den Punkt 11 von der Tagesordnung kommen, dass wir eine kleine Statutenänderung an unseren aktuellen Statuten. Die steht auch dran, ich lese es aber gerne hier. Denn der Nationalvorstand setzt sich zusammen aus, erstens dem Nationalpräsidenten, dem oder den Vizepräsidenten, dem Generalsekretär und dem Generalkassierer. 2, je 5 Delegierten pro Bezirk, darunter dem Bezirkspräsidenten, das ist Änderung, und nur im Verhinderungsfall dem jeweiligen Ersatzdelegierten. 3, jeweils 2 Delegierten der anderen Parteigliederungen und nur im Verhinderungsfall deren jeweiligen Ersatzdelegierte. Das wird dann noch die zivile wir stimmen dann auch auf an dieser Statutenänderung durch Handheben, wir als mit dieser Proposition einverstanden, wir als dagegen und wen enthält sich. 2 Enthaltungen. Merci. So nicht dann merci für die Statutenänderung, die ja durchgegangen ist. Da kommen wir auf den Punkt 12 von der Tagesordnung an, das wird dann der Version von unseren verschiedenen Leuten vom Anfang, von der Präsidentin von dem ADR Fran, der Madame Sylvie Michels. Sylvie, ob du schläft, merci. Stelle ohne Rückkopplung. Voilà. Herr Kongresspräsident Leifren, es ist immer nicht ein Fried, bei diesem Kongress zu schwätzen. Zumal, wenn ihr gesagt, wie als Partei von Jahr zu Jahr wiest, oh, kann ich das der Technik mal helfen, wenn es klifft. Merci. Wie als Partei für Jahr zu Jahr wiest, an mich stärkt. Da die als über Jahren eine ganz weibliche Partei gehen, an eine immer mehr junge Partei. Wenn es der Feier grob nachgeht, müssten das Bild von der Cookie-Dan-Partei ändern. Wir sind eine geeinte Partei mit vielen passionierten und passionanten Persönlichkeiten, die alles machen, für das Land an Isolation solle bleiben, was sie sind. Besonders hilfreich sind ich als Präsidentin von den ADR Frauen, ist der Rapport von einem ganz dynamischen Teil von unserer Partei dürfen zu präsentieren. Die ADR Frauen sind hilfreich auf ihren spezifischen Beitrag für uns gemeinsame Ziele. Vieles zeichnet uns dabei aus und unterscheidet uns von anderen Frauenorganisationen. Als solch Madneen von meiner Frau. Wir denken nicht an Kategorien von Gendenen und Geschlechterkampf. Als nicht ideologisch Approche,
Sicher haben wir als Werte, aber bei uns geht Biologie nicht durch Ideologie ersetzt. Wir bleiben mit 2 Füßen am Boden. Wir sind nicht vogue, mehr vernünftig. Nicht militant, mehr engagiert, nicht aggressiv, aber immer freundlich. Also ja zur Familie. Mam sein ist für uns auch ein Beruf, ein ganz wichtiger und ein ganz schöner Beruf. Wir wollen alle Frauen die Möglichkeit geben, ihr Leben so zu leben, wie sie das wollen. Feminismus heißt für uns nicht, Männer zu kopieren, aber die Frauen Möglichkeiten für eine frei an eine bestimmte Welt zu gehen, die auch materiell aufgesichert ist. Also ja zum Leben. Das Jahr haben wir zum Beispiel einen Don und die Association Wiener Sand gemacht. Aber es leidet mir heute auch Herz zu unterstreichen, dass wir neben der Politik auch nach viel Wert auf das Sozialleben legen. Für den Internationalen Frauentag organisieren wir zum Beispiel traditionell eine Party zusammen mit unseren Männern. Auf ein paar Monate haben wir einen Ausflug auf Paris gemacht, wo wir den Senat besichtigt waren, der bekanntlich am Palais de Luxembourg daheim ist. Da die Frauen sind eben ein besonders flotten und spannenden Teil von der ADR. Lust mich dadurch so formulieren, da die ADR als für die Frauen eine attraktiv und sympathische Partei. An allem, was wir proposieren, gehen wir unterstützt und gefördert. Wir sind an alle Gremien und es geht immer auch, ob es gelauscht hat. Es gibt an der ADR weder einen gläsernen noch so ein Plafond. Wir freuen uns auch, dass man Niki Stoffel eine Frau am Staatsrat vertreten ist. Politisch haben die ADR-Frauen natürlich auch eine Reihe von Sorgen, die wir ausschwätzen. Die Sicherheit von den Frauen und überhaupt von jedem Rang ist dabei eine Priorität. Wir wollen ein Land, an dem wir uns nicht können, sicher fühlen, und wir freuen uns, dass als Deputierten die Probleme so echt wollen und an der Chamber immer nicht ausschwätzen. Bei den Wahlen, die hier kommen, sowohl bei den kommunalen wie auch bei den nationalen Wahlen, treten viele von unseren Frauen als Kandidatinnen an. Sie machen da das Überzeugung, ja, aus Begeisterung. Und nicht für die Quoten zu erfüllen, die Gambia angefeiert hat, weil wir sind gegen Quoten, aber für die Frauen an der Politik. Liebe wenn wir als Diskussion hier am Land angucken, stellen wir eine immer mehr stark Radikalisierung von der politischen und auch der medialen Landschaft fest. Der Feminismus sitzt zwischen den Zielen, aber es schon lange keine Diskrimination von den Frauen in unserer Gesellschaft mehr gibt. Rechtlich sind Frauen und Männer schon lange gleichgestellt. Immer mehr sehen wir, dass der Gender Pay Gap zugunsten von den Frauen ausfällt. Das sind Statistiken, die de mega steuern. Die Frage von seiner Existenzberechtigung ist nämlich damit beantwortet. Der Kampf verlagert sich heute auf die Kontrolle über den Spruch, auf Genders an einer sogenannten inklusiver Spruch. Ganz am Sinn von George Orwell, wen Spruch von den Leuten kontrolliert, kann hier Gedanken kontrollieren. Der Kampf betrifft Duriert. Nachdem der Begriff Mademoiselle verdeivelt und aufgeschärft gouf, verschwanden lot Durreden Madame und Monsieur. Schließlich gibt es ja ob man 60 Geschlechter und nicht nur 2. Aber bei der ADR heißt es doch an Zukunft die Damen und die Herren. Der Kampf betrifft Transpersonen. Für uns Frauen ist das eine besonders gefährliche Diskussion, weil damit die Definition von der Frau relativiert wird und neue Formen von Diskriminierung können auftauchen, zum Beispiel am Frauensport. Der Kampf betrifft Schulen. Am ehesten wird gefordert, dass Goethe und de Voltaire durch Schriften von zum Beispiel hauptsächlich schwarzen Frauen ersetzt wird. Der Feminismus hasst nämlich als eigene Kultur.
Der moderne Feminismus verlagert sich immer mehr an den politisch extrem linken Spektrum. Wie die aktuelle Forderung vom GIF, vom CNRL an andere liest, mengt das Wahlprogramm von extrem linken Parteien zu lesen. Weil keine überzeugenden Ziele mehr da sind, die wirklich nach als allgemein Ulayes von der Frau können bezeichnet gehen, geht sich ob gesellschaftliche Utopien, Dekonstruktion, Klassekampf, Klima und Kapitalismus verlagert. So ein Feminismus hat keine Zukunft. Die meisten Frauen können nicht dummer aufhängen. Es wundert uns übrigens, dass die Frauen von der DP, von der CSV oder auch die katholische oder andere konfessionelle Frauenbewegungen sich nicht von so Strömungen distanzieren. Wissen sie überhaupt noch, was sie da unterstützen? Mir als ADR-Frau ist die für Gleichberechtigung. Wo die Frauen Probleme haben, muss natürlich geholfen gehen. Mit dasselbe gilt auch für die Männer. Auch Jungen und Männer haben spezifische Probleme. An den Schulen, bei den Schädungen, zum Beispiel mit dem Droit de Garde und d'Hébergement. Oder auch bei der Gewalt daheim, weil auch sie können Opfer sein. Aber für sie gibt es quasi kein Feuer. Da die Frauen wollen Gerechtigkeit und das für jeden. Da die Frauen stehen auch für Diversität. Aber Diversität heißt für uns nicht unbedingt Hautfarbe oder Nationalität, die gehören auch dazu, mit die wirklich demokratische Diversität und Pluralität am Denken ist wohl das Wichtigste. Pluralität von Ideen, Meinungen und Überzeugungen ist die wirkliche Diversität, mit das leider auch die linken politischen Bord nicht erwünscht ist. Liefern. Als ADR-Frauen haben wir ein klarer Lin, eine klare Überzeugung und ein klares Ziel. Und dazu gehört auch, dass wir uns weiter für als ADR ältere Geld ersetzen. Zum Wohl von den Kindern und zum Wohl von ihren Eltern. Dazu gehört, dass wir uns gegen all Kommerzialisierung vom Kind ersetzen. Wir sollen nie zu den geringen, speziell zu der Madame Tanson ihren Ideen aus dem gesellschaftlichen Gruschelkabinett. Wir sollen nie zu der Leihmutterschaft, den gelehnten Mammen, nie zur Befruchtung post-mortem, nie zu einer PMA Matière d'honneur. Wir bestehen darauf, dass Lützeburg die Kinderrechtskonvention respektiert. Und dazu gehört, dass all Kind Recht darauf hat, seine Eltern zu kennen, und von ihnen gezielt an Erziehung zu gehen. Wir bestehen darauf, dass wir ein Recht darauf haben, als Frau an ein Ehegeschlecht zu sein und zu bleiben. Heute ist das leider keine Selbstverständlichkeit mehr. Wir brauchen noch keine biologischen Männer an unseren Duschen oder auf die Frauentoiletten. Wir wollen eine sichere Gesellschaft, an der wir können ohne Angst oben an den Start gehen. Und aus all diesen Gründen suchen wir aus Überzeugung, es gibt in diesem Land eine enge Partei, die die Interessen von den Frauen, auch von der Familie mit Überzeugung, Ansatz und Begeisterung vertritt, und das ist die Eispartei, die ADR. So nicht, merci. Vielmals merci, Sylvie, für die wunderbare Intervention. Als nächsten auf Bühne gebe ich dann unseren Präsident von der Adrenalin, unserer Junker Sektion, rufen, den Maximilian Vroschilo. Ja, Leifmembren von der ADR, Leif Deputéiert Vertreter von der Presse, Leif Patrioten. Für dich gebe ich gerne als Parteipräsident Fred Kolb merci sagen. Und ich muss doch sagen, für die Adrenalin warst du auch
so nicht mal eine richtige Inspiration. Du hörst zwei wunderschöne Kanner, du hast eine wunderschöne Frau, aber weißt du, dass du immer hinkriegst, dass du auch zu allen Zeitpunkt erreichbar bist, das fanden wir wirklich super. Du willst Applaus. Als Präsident von der ADR, der junge ADR, will ich aber auch meinem Komitee und auch den Membern von der Adrenalin Merci sagen. Der Adrenalin weist von Woche zu Woche an. Ich denke, dass unser Altersdurchschnitt wahrscheinlich auch der jüngste ist von all den Jugendparteien hier zu Lützeburg. Der Adrenalin möchte sich ganz viel sorgen, wenn es in Zukunft von unserem Land geht. Aber wir haben auch ganz viel Courage. Wir gehen auf die Leute zu, schwätzen mit den Leuten. Oder wir gehen dahin, erweisen die Realität. Es ist nicht immer einfach, an Heuerns da, also auch gefährlich. Der letzte Sommer, an dem die Preise von Benzin und Diesel gestiegen sind, haben ja Piraten sowie auch die Kring behauptet, dass das ganz gut wäre. Dass das ganz gut wäre, dass sich die sozial schwach und die Jungen nicht mehr so viel leisten können. So interpretieren ich das auf jeden Fall. Für zu gucken, wie das Preishaus vom Brennes abgeholt wird, war ich mit unserem Adrenalin-Komiteesmember, dem Melvin Weiss, waren wir auf verschiedene Parkplätze und Einkaufszentren gegangen, für dort Leute zu interviewen. Und ihr könnt dort das Video auf Facebook gesehen. Was mir da aber wirklich das Herz gebracht wird, an mir an Erinnerung, deutlich an Erinnerung blieben, als wenn wir einen Jungen an länger Zeit mal Interview tun. Der hart schaffen muss, als ich alltag 5-mal evaluieren muss, ob sie mit dem Auto 2-mal 40 Kilometer hin und her pendelt, für schaffen zu gehen, als sie ein bisschen mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen kann, oder ob sie mit einem ganz schwachen, ausgebauten öffentlichen Transport fährt und all die wertvolle Zeit dann halt verliert. Dann aber mehr suchen wird, und du weinst, ihre Kinder eine kleine Vakanz offerieren kann. Und ich fand das wirklich schrecklich, weil wir sind doch ein immens reiches Land, und wir sehen, dass als eigene Leute mal nicht wirklich über die Runde kommen. Und als eigene Leute haben auch Probleme für sich, für eben hier Familie zu versorgen. Und als Champagner-Sozialisten fanden das gut und machen sich nach über die Leute lächerlich. Wir haben auch heute zu Lützeburg die höchsten Lebensmittelpreise an der EU, währenddem es als Regierung Millionen und Millionen für Klima- und Gender-Propaganda ausgeht. Und da kann als Regierung mit einem unheimlich intransparenten Klimabürgerrat sehen, wir wären alle Guten Klimawandel schuld. Die Ligen, die hier gezählt gehen, die helfen keinem. Was uns interessiert ist, wie kriegen wir fertig, dass die alleinerziehende Mom, dass den alleinerziehende Pap, dass die Jungen sich heuer etwas leisten können. Und für uns als Adrenalin und der ADR ist das eine Priorität. Ja, Energieversorgung ist auch ein immens wichtiges Thema. Leider muss ich so, und ich hoffe, die hält man nicht so base, dass uns Medien das auch nicht immer wirklich richtig thematisieren. Weil wo ist das die? Dass fossile Energien noch immer dominant sind, auf 4-mal mehr Energie auf dieser Welt zusammen schaffen, wie alle Alternativen zusammen. An erneuerbare Energie sind just die 3% von der globalen Energie verantwortlich. Und danach die erneuerbaren Energien, die sind doch von Subsidien aufhängig. Der junge CSV, also CSJ, der sagt, wir müssen fort von fossilen Energien, fort von der Nuklearenergie. Wie soll das von der Kliff gehen? Wie soll sich jeder ein Elektroauto, Solarpanelen und Wandmühlen finanzieren? Geht aber noch ein bisschen mehr schlimm. Die jungen Sozialisten wollen eine Erhöhung von der ideologischen CO2-Steuer, wie auch eine Erhöhung von der Autosteuer. Das ist kein Witz. An ihrer Resolution steht auch, und ich zitiere sie, an erster Linie geht es darum, das Verhalten von der Bevölkerung zu influenzieren. Wir als Adrenalin, wir lassen nicht so, dass so ein Kontrollszenario heute durch junge Sozialisten zur Realität geht. Wir stehen für die Freiheit und bleiben dabei. Wir sagen auch ganz klar, dass die Technologien, die sich durchsetzen, die werden sich durchsetzen. Und wir setzen uns für die freie Marché und überlassen den Bürger und den Jungen den Schwach. Von uns geht es kein moralischer Lehrer von oben herauf. Das Volk soll zusammen mit entscheiden. Als Jungring wollen auch dann Kontrollstrukturen abbauen. Und das schon do, und das halt bei den vulnerabelsten von uns alle Guten. Und zwar bei den jungen Schülern. Sie wollen, dass Kinder, die an die Schule gehen, obligatorisch an der Primärschule all Jahr bei der Psychologe gehen.
für sie präventiv zu schützen, mit viel Wert. Und ich fand das ein bisschen ironisch, weil sie wollen aber nicht die illegal, weder die kriminell kontrollieren. Da machen sie alle guten hin auf Stevie Wonder, ne? So eine Schüsse. Und da sagen wir ganz klar, mehr als Adrenalin wollen nicht, das kann obligatorisch bei Psychologin, weder, dass sie den woke Blödsinn von der Gender-Ideologie lehren. Schule ist abläuft, ein Platz, wo Kannerfantasien, also die Fantasien, die sich an der Kap von den Kannerbildern realisiert gehen, und nicht Fantasien von Kaviar-Sozialisten, die als Jugend indoktrinieren wollen. Wie ich schon viel gesagt habe, als Arbeit bei der Adrenalin kann auch gefährlich gehen. Letzten Dezember waren der Melvin, der Jean und ich auf Gerz Lützeburg gegangen und wir haben dort den schrecklichen Zustand dokumentiert. Das Video hat sich wirklich gut gemacht. Respektiv jeder am linken progressiven Spektrum ist natürlich immens rose gehen. Das ist mir und da etwas richtig gemacht. Seitdem kommen immer Leute bei Mösch oder bei uns und danken uns Adrenalin, dass wir den Courage hatten, dahin zu gehen und die Realität zu weisen. Und auch, was sich die Leute über das folgende Wort, das ich am Video gesagt habe, abgeregt haben, so ich es gerne nach ein Kehr. Wir müssen auf der gar richtig und anständig abräumen. Kriminalität zu Lützeburg wird sich an den letzten 20 Jahren verdreifacht. Und es wird auch immer mehr oft angebracht. Der Adrenalin proposiert ganz einfach Lösungen. Mehr Kompetenzen für als Police, eine Legalisierung von Pfefferspray und Recht auf Selbstverteidigung, wenn irgendjemand bei uns daheim abbricht. Erdleben ist dann Priorität. Wir sollen ganz klar davor soll ich schützen und nicht Täter. Die muss nicht dem Premier Büttel sein Etat de la Nation lauschen. Ich resümiere ich heute richtigen an den politisch unkorrekten Etat de la Nation. Rekordkriminalität, Rekordpreise am Logement, Rekordpreise beim Benzin und Diesel, Rekordpreise bei den Lebensmitteln, größte menschheitsverursachten Aktionen während der Covid-Pandemie oder respektiv dem Covid-Betrug, das von Schrift, also ich denke. War Betrug. Priorität von der Regierung ist also definitiv nicht Lützebäuer Volk. Auf viele Lützebäuer hier im Land ist das aufgefallen, dass wir eine Regierung haben, die uns Leute nicht gern hat. Wir haben eine Regierung, die uns Geschichte umschreiben will. Wir haben eine Regierung, die ein Ausländerwahlrecht aufhören will, ob schon während dem Referendum 2015 80% von der Lützebäuer dagegen waren. Und genau die Lützebäuer, die hart schaffen, haben allkehr das Gefühl, sie müssten für all die, die das Land nicht gern haben, an der Gesellschaft abkommen. Also sie haben es genug, und wir haben es auch genug. Was wir heute zu Lützeburg bei den meisten Parteileuten immer gesehen als eine Angst für unsere eigene Identität, eine Angst für unsere eigene Heimisch und eine Übergeilheit auf alles, was fremd und multikulturell ist. Und all die politisch korrekten Messagen gehen von einer überemotionaler Inkontinenz, ja, so was es begleitet. Und genau das ist der Grund, für was unsere Gesellschaft so gespleckt ist. Und wir als ADR und Adrenalin wollen dafür sorgen, dass wir nicht zusammen sind und dass Leute sich, wie unser Präsident Fred Kolbschow gesagt hat, sich nächstes integrieren. Da müssen wir Lützebäuer alle zusammen mit Hilfe von der direkten Demokratie die Zukunft von unserem Land mit entscheiden können. Und nun noch ganz kurz zur modernen Architektur. Ich meine, wenn der rundherum den Hamilius da ein bisschen rundherum geht, dann bemerkt er eng sagt, das ist ziemlich hässlich. All die Heichhäuser, Gebäude, es geht alles gemacht, dass die sich einfach schlecht fühlt. Und das, weil die modern und progressiv sind. Wir als Adrenalin sind für eine Verschönerung von der Stadt, eine Verschönerung von der Seele, damit wir uns aufbauen können, damit wir als Jugend ablegen können. Und da wird so immer einfach make Luxembourg beautiful again. Die anderen Jugendparteisprecher und Präsidenten werden just auf ihr Platz, bis sie endlich nachregeln können, bis sie endlich ein Teil von der Maschine sind. Sie kritisieren kein System,
Also will am Guki voll polarisieren. Sie wollen auch nicht wirklich zu summen, sie schon in Tisch sitzen und diskutieren. Weil ich hatte sie persönlich mal alle gute kontaktiert, um an mir selber eine eigene Table Ronde organisieren. Leider außer von den Gringen, das Respekt aber nicht, an von den Piraten hat kein irgendetwas gesucht. Und das fand ich immens schwer und ich weiß, dass die anderen Jugendparteien eine immens unattraktive Politik feiern. Und dann noch etwas. Wie weit habe ich überhaupt die Initiative geholt, weil ich das Gefühl habe, dass sich die Medien leider nicht so wirklich für uns Jugendliche interessieren. Sie wollen keine Debattekultur, sie wollen kein Fass-à-Fass, sie wollen wirklich nicht polarisieren. Und ich hoffe wirklich, dass Sie euch das nicht böse wollen. Ich hoffe, ich kriege mein Abonnement beim Wort, ich sehe daran nicht gecancelt. Mir ist schon heute das Gefühl, dass eben verschiedene Medien einfach... ja, wauerisch, kein Blatt für den Mund. Mir ist leider eins das Gefühl, dass verschiedene von unseren Medien einfach der Papagei von der Regierung sind. Und ich werde noch ein paar Sätze diktieren. Aber wenn die Auferstehenden sind, mit dem werde ich so, dann will ich ein hart Ja hören. Aber nicht dann ein hart Nee. Wir wollen alle Guten ein friedliches Lützeburg. Wir wollen alle Guten, dass jeder, den er ehrlich schafft mit seinem Lohn, ein anständiges Leben sich leisten kann. Wir wollen alle Guten, dass wir sicher durch Stadt an der Gare Quartier trippeln können. Wollen wir Gambia 3.0? Wie gesagt, wir sind heute Resistenz und wir gehen nicht ab. Wenn ihr 5-mal evaluieren müsst, ob ihr euch nach dem Tank für das Woche leisten könnt, wenn ihr euch beim Ankauf von Lebensmitteln auf ein kleines Budget beschränken müsst, wenn ihr euch kein Logement leisten könnt, wenn ihr wegen eurer Meinung diskriminiert wird, wenn ihr oben auf der Straße immer müsst über die Schiller gucken, für sicher zu sein, dass ihr euch kein verfolgt, dass sind das Folgen von einer schlechter politischer Entscheidung. Und auch wenn die letzten Jahre Und auch wenn die letzten Jahre immer mehr schlimm sind, geht Hoffnung nicht ab. Den 11. Juni und 8. Oktober haben die Chance, die richtige politische Entscheidung zu treffen. Und da gucken wir, dass der Lützeburger sich zu Lützeburg daheim fühlt. Ich so nicht für uns. Merci. Vielmals merci, Max, für den jung, spritzig, dynamisch Ried. Da kommen wir auf den Punkt 13 und bei der Präsentation von unserem Spitzenkandidat, den ich auf die Bühne bieten. Merci. Freunde alle go schwngen van Dir geht wie der begeert von all den Reden, die man der Moie schon heieren. Wat tummer awer wirklich eng flott an dynamisch Partei. Schwngen Leiit wie de Gas der nicht, die loch schon bis wie lang dabei sind Robby mir freen als wahrscheinlich nach bisschen méi wie all die anderen ze gesi, dass das der gött eng wunderbar politisch Kraft dynamisch an dat werd man lo an de Nationalwahle gesinn, die man lo zu summen 4 bereden. Ihr wisst, dass wir hier am Land durch Tradition von den Spitzenkandidaten haben, das ist nicht direkt an unserem Wahlsystem, wenn wir ja Bezirke wählen, an Erwe. An Erwe ist es so wichtig, dass alle Parteien sehen, dass den Mann oder die Frau in der Spitze, die uns feiern, die uns auch an verschiedenen Tableranten als für präsentiert, und dass wir wissen, wen an unseren Namen soll die höchstministerielle Responsabilitäten dann haben, wann in der Regierung könnt. An ich menge, wenn man heilo de Spitzenkandidat an schwedisch geschwo so, wen dat dann ass, die meest werden net schon ahnen. Da werde ich eng Idee hu wie net ass, da will ich kurze Blicke wohl wirfen op Konkurrenz. Zum Beispiel bei der Demokratischer Partei. Ich war nicht verwundert, wie sie gesehen, dat Xavier Bittel soll Spitzenkandidat gehen, weil wollt doch Bourgermeister bleiben. Egal wat geschieht. Das ich komme dort als versprach beim Referendum 10 Jahre gehen durch, 10 Jahre Ministermandat. Und ich meine, von 2015 bis 2025, das heißt, von Xavier Bittel soll Premier gehen, da rechnen wir aber fest damit, weil den ehrlichen Mann ist, den immer wirklich auch bekannt ist, für absolut korrekt an allem, sie was möchten. Tom hat schon ein bisschen erzählt davon, seine Demission ist für 2025 fest. Ich meine, das muss ich ganz klar sagen. Also wenn der Xavier wählt, die wählt für 2 Jahre. Bei den, naja, ich meine, tell den Leute schon beim Wort.
Bei den Sozialisten, du als Paulette Lehnert, dann Spitzenkandidatin, Paulette ist eine ganz sympathische Frau, das ist nicht von sich aus so an Politik rangegangen wie viele andere Leute, aber da ist an Covid all der begleitet. Mit Pressekonferenzen zusammen mit Xavier werden auch Verbote gehen, dass man nur, wenn wir allein mit dem Hund spazieren gehen, 1 Kilometer dürfen von daheim weggehen. Wer den Neues kann nur repressive Sachen von wen Leute mit 2G kann forcieren zu bezahlen, wie schaffen zu gehen. Wir sind dem Paulette dankbar. Wir sind dankbar für die wunderbare Repression, die wir während langer Zeit hatten am Covid, und wir vergessen das nicht. Och muss noch so ein Madame Lehnert als lo seit 3 Jahren Gesundheitsminister schon ausser der Pressekonferenz beim Covid das eigentlich nicht viel zu gesehen. Was ist dann der Bilan von dieser Regierung? Was ist da geschieht? Wir haben an der Covid-Zeit ganz klar gesehen, dass wir Defizite an unserem Gesundheitssystem haben. Und es wäre jetzt auch Werde gewesen, dass Donald direkt angefangen hat mit reformieren, mit verbessern. Das nicht geschieht. Madame Lehnert hat aus sich kein Bilan, kein positiven Bilan. Vielleicht am Konsumentenschutz, weil sie wird dafür sorgen, dass man nicht mehr die besten Insekten auf den Teller kriegt. Bei der CSV sind noch ein Spitzenkandidat, sie sind weit sicher gegangen. Wir haben dadurch gestern gesehen, mit einer großen Begeisterung, Visionen, wie das Land entwickelt, gehen Mann für die Zukunft, als da gewählt gehen. An den Hütter selber freundlicherweise haben wir gestern die Kabinettsliste von der CSV gekriegt, dem Luc Frieden, sein Geheimkabinett, der wird heute als ersten Hai bekannt gehen. An den Ministern sind Astrid Lulling, Erna Henniko Schöpsches, an andere Kollegen vom Luc Frieden, die mit an die nächste Regierung will holen, und anscheinend gibt Jean-Claude Juncker Staatssekretär am Sozialministerium. Wir freuen uns, wir können uns alle gut vorstellen, wie dat man dem Luc Friede seg Vergangenheit kennen, an zcher Kompetenze ke Mënch seet, dat wke ken intelligenten oder an inkompetente Mannen ass ganz sicher intelligent a kompetent. Wir sind Kompetenze ginn op viele Plätze gebraucht, not an der privater Ökonomie. Am hun dat gesinn an den letzten Joren an froh ass van der CSV net sollt an die Regierung kommen, déiier, wie lang bleifft de Lück? Da können man vielleicht Konkurs machen an der Eis, all Wette gin ugeholt 2 Wochen, 3 Wochen oder geht et bis Mond, méi dat können wir uns dann auch nachfroen. Die Grünen hun Zemtanse als Spitzenkandidatin, da das eng wirklich gering Fundamentalistin. Wir hatten ja lange Diskussionen über den geringen Realo Fundi, bei los immer bei Fundi. Kunst und Kultur sind bei hier am besten Herren gut umgestreckt. Über den Deontologiekodex wird man am Tanzen nicht fertig sprechen, dass wirklich Kunst und Kultur, die hier im Land gewiesen wird, stramm auf Lin sind. Das ist ja mal ganz gut, was Freiheit geht von den Leuten, von den Meinungen, vom Pluralismus. Und für allem, Madame Tanzen als die Dame, die an ihrer Ideologie von Parent 1 a Parent 2 schwätzt, weil sie Mam a Pap nicht von denen unterscheiden. Aber wenn bei uns von Parent 1 a Parent 2 schwätzt, wenn du zählst Parent 1 a Parent 2, wenn du musst zählen, dann ist für uns der Spitzenkandidat 0. Dann unser Kollege Frank Gengel, den ein bisschen mehr spannende Parcours hat wie viele andere. Mit dem Frank, auch da muss ich wissen, was hier durchstellt. Der Frank ist ein absoluter europäischer Föderalist. Das muss ich einfach unterstreichen. Er will den absoluten europäischen Superstaat. Hier ist auch den 4. Ausländer Wahlrecht militiert. Auch das muss ich ganz klar sagen. Et wundert da ist immer, wenn du gesagt wird an der Presse wären ein bisschen mehr Konservativen oder so und hat Einzelsachen, die effektiv wie mir auch gesehen wäre für mehr Sicherheit und probiert ein bisschen dabei Schienen um abzusprangen. Mir sich also keine Konservativen, das ist ein europäischen Föderalist. Das stellt sich in dem Zusammenhang, der erlaubt man, dass ich was Piraten nicht so. Es ist schon ein bisschen die Gewunsch, dass ich den nicht als Partei konsideriere, aber just als Opportunistenverein. Und dafür würde ich den nicht auf den
Ich will wirklich, ich checke immer, wie die als Partei zu bezeichnen, weil eine Partei, die soll sich etwas durchstellen, sie soll für etwas antreten, sie soll Ideen haben und Überzeugungen. Das ist bei den Piraten unmöglich. Sie sind irgendwo zwischen den Grüngen und den Linken, sie sprangen auf alles ab, mit sich als das Ziel, das erklärte Ziel, als just Regierungsbeteiligung, das reinen Opportunismus, dafür will ich über die Lohai nicht zu. Ich will aber nur auf Eisenspitzenkandidat kommen, ich habe Konkurrenz kurz vorgestellt, aber ich kann nicht so, und das auch noch ein Kehr, als ich mein Ziel, wie hat schon die Cookie-Den-Partei geschwert, und andere, wir haben unter den politischen Parteien den jüngsten Spitzenkandidat. Er hat auf der Universität Straßburg studiert, wo lang Professor für Geografie am Escher Lycée. Das ist ein Mann, der nicht nur die Jüngsten ist, mit den ehrlichsten. Weil er hat sich, meine ich, was seine Ausstellungen angeht, immer all Kritik gestaltet. Er hat authentisch, als er abgetreten, familienorientiert, patriotisch, zusammen mit Tom Weidig, den er so ein wunderbar gehalten hat. Merci Tom, hat ein Buch geschrieben, dass sie Lützeburg nicht wollen abgehen. Ein Buch, das große Success hat, da wird vieles auswärts, was das allem Herz leid, was viel Woherichte seht. Das ist der couragiertste von allen Spitzenkandidaten. Das soll nicht ohne einen Blick zu zicken, weil das hier, den 2015 bei der Kampagne 400 Jahre, wo der Centre kulturell Stohe gelost wurde, weil als demokratische Regierung, die für Deutschland Wahlrecht als den Debat ënner banne wollt, den de Bause 400 Dier op viele Plätze Trakten auszudelen, weil net raggelos gouf. Huet nie opgehen. Huet nie opgehen en huet als gewissen, watt ass Courage zu hunn, durchzuhalen, a fir seg Ideen anzustoen. Seit 3 Jahren an der Chamber, wo en respektierten Mann as een eloquente bei Mün schon de Moiner lieft, dat fir en ausgezeechchte Redner hin ass. Und das ist mir ein Fried. Das ist wirklich ein ganz großes Fried, wie ich heute Morgen am Namen vom ganzen Nationalkomitee zu sagen, dass wir als einstimmig geeinigt haben, für die zu sein, die am Fried Kolb an das Fälle gehen. Fried, ich gratuliere dir herzlich. Komm auf. Ja, merci, liebe Freunde. Merci für den Applaus. Ganz kurz, ich will sich so, dass das mich ganz stark matt hält. An die mich kennen, an der sie ganz viele bannen, das am Anfang komisch wie dat ze so wenn die Spitzenkandidat geht von enger Partei für Wahlen. Wir sind am Anfang nicht unbedingt die immer gerne am Rampenlicht steht. Wir sind nicht ein bisschen geniert. Wir sind ja vielmals merci. Merci auch für den größten Applaus und vielmals merci dem Fernand Kartheiser für die immens Wider, die du gefunden hast. Über Diana und über mich. Und merci auch an unser ganzes Nationalkomitee und all den Membern, die das Vertrauen an mich ausgedrückt haben. Merci alle gut. Wie ich mich für 5 Jahre für das entschieden habe, damit wir dann Fälle gegangen sind, dann hätte ich mir das Teil nicht unbedingt können erwarten und ich habe mir das doch nicht erwartet. Für mich war demnach klar, zwar, wie Fernand doch schon gesagt hat, wen sieht, dem muss auch B sagen.
Und es sind wir dann vergegangen, schon in die ganze Weh und ich mal durchgezogen und es sind natürlich lo bereit, für die nötige Verantwortung zu holen. Und zählt es nach ein Kehr, wenn ich lo so, da werde ich auch beso. Und ich verspreche nicht, dass ich so wie der mich kennt, die Linie wird zu 100% durchziehen und das am Sinn von einer fantastischen Partei, am Sinn von unserer Legur und am Sinn von unserem Land und dass ich alles wird gehen bis zum Schluss. Liefren, ich werde lo als Partei an Chamberwahle feiern, das ist meine Aufgabe, so wie Kapitän am Fußball. Aber allein geht es nicht für ein Match zu gewinnen. Liefren, du brauchst ein Team, eine Equipe, das sind Matchspieler. Und ich will dafür als allererst, als den besten Spieler, dem Lionel Messi von der ADR, dem Fernand Carteiser, die ganz, ganz große Merci so. Und ich freue mich wirklich, dass wir diesen Wahlkampf zusammen können gehen. Und ich will aber auch all unsere Members an der Komitee und auch an der Partei und viele Freiwillige und Supporter, merci so. Und ich weiß, dass wir diesen Wahlkampf zusammen schaffen werden und ich weiß, dass wir zusammenhalten werden. Und ich weiß genau, dass ich und dass wir an diesem Wahlkampf auf Erfolgsunterstützung zielen werden können. Und ich weiß, dass wenn ich als Spitzenkandidat bin, so ist es für mich klar, dass die ganze Partei spitzt ist. Die Freunde, eine Partei, die immer mehr groß geht, immer mehr wichtig geht und immer mehr stark geht, das ist der DDR 2023. Wir haben in einem Jahr 300 Members beigekriegt. Aber wisst ihr, was ich verrate nicht etwas. Das sind nicht Leute, die wenigstens Posten bei uns kommen, wie der Max auch wieder gesagt hat, von den anderen Jugendparteien. Wir haben keine Posten zu vergeben. Wir sind keine Partei von Karrieristen, aber wir sind keine Partei von Opportunisten, die sich persönlich Gefälligkeiten erwerben. Ich kann nicht bei Eiserfunk just garantieren, dass wir ein Ziel erreichen, dass wir ein Ziel schaffen, das Ziel als Werte zu vertreten, die wichtig sind. Heimisch, Zukunft, Sicherheit, Freiheit, ein besser Lützeburg. Die Leute, die bei uns kommen, sind nicht als Opportunismus bei uns kommen. Sie kommen als politischer Überzeugung. Also sie haben die Courage, sie haben die Hoffnung, sie haben die Überzeugung. Sie fährten nicht für etwas zu sagen, und lassen sich den Mund nicht verbieten, auch wenn es verschiedenen Duwen nicht gefällt. Ja, die Leute, die bei uns kommen, sind die Momba gehen, dass die Leute jetzt bewegen wollen. Und die sieht das alle gut, die sieht stark. So hat er die Entscheidung nicht getroffen und er bestärkt von der Partei aus. Merci, les Freunde. So für den phänomenalen Succès, ihr sollt merci und ich will am Anfang kein A4 geben. Wir stellen vertreten vielleicht andere paar Leute. Und ich will bei den vielen neuen jungen Members aufhängen, an den Max merci so für seine super Arbeit mit den Jungen an unserer Partei. Und dass wir als ADR immer mehr Erfolg haben, und gerade bei den Jungen hier im Land gut kommen. Merci Max, merci der Adrenalin, dir macht das großartig, diese Zukunft, bravo, mal so weiter. Da will ich all den Leuten merci sagen, die bei uns am Sekretariat arbeiten, bei der Fraktion, bei der Partei, dem Pierre, dem Pascal, dem Jean-Marc, dem Alex, dem Jean, dem Michel, dem Dan, dem Mandy, an ihren Ersatz für Passion. Ich hoffe bei dem Ganzen, dass ich kein vergessen, denn das findet bei gemengt. Aber mir noch gerade für drunten eine immense Success-Story gesehen, der DDR, wo ich immens oft drauf angeschwärzt habe. Nicht nur, dass die Leute auf Facebook gucken, sondern auch im Doc-Kanal, auf PerTV, wo die Leute das gesehen haben, und ich nur darauf anschwärzen. Das ist eine immense Reklame, das ist immens gut gemacht, und dafür hin noch von dieser Seite aus dem Dan und alle Guten eine ganz, ganz große Merci dafür. Und dass der Haut so gut steht, strukturiert und organisiert, merci ganz besonders und noch für die fantastische Medienarbeit. Da will ich auch die Bezirke Sektionen merci so. Stellvertretend der Bezirkspräsident, dem Luc Reiter, dem Michel Lemmer, dem Tom Weidig und dem Jean Schoß. Merci, das ist schön, wenn ihr so kompetent und motiviert Leute auf diesen Plätzen hört. Leute, und das seht ihr, auf denen sich an allen Situationen zu 100% verlassen kann. Merkt, wenn es so weiter, und ist sicher, ihr werdet so weitermachen.
Da will ich auch den ADR fragen, wie muss Merci und der ADR International, die noch ganz jung ist. Merci so, dem Sylvie Michel, dem Fred Becker. Merci so für die unermittliche Arbeit und die viel Flottaktivitäten, die der ADR Frauen organisieren, für die wunderbare Manier, für ihr Interesse und die Interesse von den Frauen hier im Land zu verteidigen. Merci all den ADR Frauen, die zu einer ganz starker Säule an der Partei gesehen. Merci ihr alle gut. Merci als Mandatären, für op als Fraktionspräsident, dem Fernand Karteiser, der Mann, der niemals schläft, der immer arbeitet, wie kein anderen, als Deputierten, dem Roy und dem Chef. Wir sind nicht zu viel deputiert, mir ganz sicher, prozentual gesehen, sind wir bei weitem die beste Feier, die an der Chambre sind. Das kann ich bestätigen. Als Gemengekonseil, die wir haben. Merci dem Niki Stoffel am Staatsrat. Merci Ihnen alle Guten, all den Membern, die wir haben, an die sich lovellerem bewerben, für ihr Mandat zu kriegen. Ganz viele Banden kann ich so, und vielleicht nicht heute am Morgen, wir werden irgendwann dort sicher auch ein Mandat kriegen, ob an einem Gemengerat oder an einer Chambre. Leute, alle Guten, macht so weiter. Die sind ihr Schnitze schuld, für Neues frei abzustehen, für Owe später ins Bett zu gehen, und ich weiß, dass das alltäglich selbstverständlich geht für ganz viel von ihr. Aber für all die Arbeit so nicht, vielmals merci. Und dann merci auch ihr alle Guten, also mittlerweile bei 1800 Membern, dass ihr die Courage und Motivation habt, den Willen habt, für euch anzusetzen, für ein ehrbar gut sagt, und ich freue mich, zusammen mit dir alle gut an den Gemengewahlkampf und an den Chamberwahlkampf zu gehen. Merci. Und zum Schluss, und das muss ich auch so, will ich meiner Familie merci so, meiner Frau, dem Ritter, meine Kinder. Ich schicke euch ganz viel Liebe von euch aus. Weil ohne ich, ohne meine Familie, ohne die Unterstützung, ohne die Friede, die sie mir mal auf den Weg gehen, ohne die Motivation und ohne das Verständnis, auch mal heinst du an mich schlechten Zeiten, wir mir weh, hein nicht möglich, und ich bin ich unendlich dankbar dafür. Liebe Freunde, wichtig Jahr 2023 schon mal wichtig, weil viele Leute hier im Land das Jahr herbeigesehen tun, weil es Wahlen gehen. Und Wahlen sind für die Leute ja die einzige Kehr, wo sie gefroht gehen in ihrer Meinung, wo sie können stimmen, wo sie können eine Regierung, die eine Schwerpolitik möchte, wo sie die können aufführen. All 5 Jahre, das ist nicht oft an einem Leben, nutzt die Momente, sie sind rar. Und als Regierung guckt sie an. Guckt sie genau an, sie fährt Stimme vom Volk, weit fixfeier, sie fährt Wahlen des Jahr, sie der stets gewiss. Der Minister geht de Wappes, dem Paulette Lehnert geht de Wappes, dem Xavier Büttel geht de Wappes, dem Sam Thomson geht de Wappes, und auch dem Luc Friede geht de Wappes, sie fährten die Wahlen. Wir von der ADR, wir freuen uns auf die Wahlen. Wir vertrauen den Leuten dabei. Wir geben uns wünschen, dass die Bürger hier im Land mir oft gefroht, mir oft mal dabei zu gehen, und das wird möglich, das nennt die Direktdemokratie, und zwar am Referendum. Das ist eine Frage von Demokratie, am Demokratie an unserem Numm stehen, am Demokratie an unserem Herz stehen. Das ist eine Frage von Verantwortung und von Vertrauen an das Volk. Und wir vertrauen den Bürger, dass sie hier Verantwortung auch können holen. Und das ist auch eine Frage von Freiheit. Und wir wollen den Menschen die Freiheit geben, Macht zu bestimmen, frei und unabhängig für die besten Lösungen zu finden. Und nicht erst zum Schluss, liebe Freunde, das ist eine Frage von Ehrlichkeit, von Versprechen halten. Wenn wir alle gesehen, dass 4 Parteien an ihrem Wahlprogramm 2018 über die so wichtige neue Verfassung versprochen hatten, und nur wie wir alle wissen, hier Versprechen gebracht, und dann ist das etwas, was traurig ist, was enttäuscht, was falsch ist, was wir, was Lützeburg nicht akzeptieren können und auch nicht vergessen werden. Aber wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Und hier 4 Parteien, Bürger hier in diesem Land, regelrecht belohnt.
Ich verspreche dich ganz klar, dass von mir als Partei an eine Koalition kommen, nationalen oder lokale Plan, da werden wir es machen, da werden wir für wichtige Projekte Referendumen organisieren, für euch, für die Bürger da draußen, hier am Land können Matstimmen zu lassen. Und wir werden als Versprechen halten. Und ich garantiere nicht, dass wir mit Bürger frohen, da können eine bessere Politik raus, wie das, was wir gewinnt sind von der Gambia-Regierung. Die Freunde, das Jahr kommen sie aber nicht allein. Gott sei Dank. Referendume können sie annullieren. Wahlen nach nicht. Vielleicht werde schon lange mit voller Hoffnung auf die Wahlen an mir auch. Und wir freuen uns als ADR, dass endlich ein Zeitpunkt da ist, wo wir die Politik hier im Land ändern können, zu einem besseren Lützeburg. 10 Jahre Gambia. Und ich habe es schon gesagt, stell dir mal vor, wenn war Lützeburg mehr schön, mehr agreeabel, mehr lebenswert, frei. Für 10 Jahre, für 20 Jahre, für 30 Jahre oder heute. Was sind wir heute? Wo sind wir heute? Nur 10 Jahre Gambia-Regierung. Wo steht das Land? Wo steht als Nation? Auf was können wir als ADR machen? Es ist so nicht, wo wir stehen, was wir machen. Wir sind heute eine Nation, an der die Direktdemokratie verhindert wird. An der der Wille von den Bürgern nicht mehr zählt, mit der Wille von einem Establishment, von einer selber ernannter, kleiner Elite, die über das Cap wegdezidiert. Eine Nation, an der die regierenden Bürger nicht mehr trauen. Versprache Referenden aufzuholen, aber einer neuen Verfassung, das wichtigste Gesetz am Land, die Bürger leben nicht frohen aus Angst, sie geben ernst dezidieren, wie sie es gerne hätten. Ja, der Referendum über das Wahlrecht sitzt nach Dave. Wir vergessen nicht, dass demnächst die ganz selber ernannten Elite 4000 Wahlrecht war, aber das Volk zu 80% dagegen. Es war ein Höchstpunkt an der Lützeburger Demokratie. Wie sie hun Lektion gelehrt, levert Volk nicht frohen. Das ist die Konklusion, die sie daraus gezogen haben. Das Volk nicht mehr frohen. Liefern, wir werden das ändern, wir werden systematisch auf das Referendum zurückgreifen, wir werden Lützeburger Matt dezidieren lassen. Und das sowohl im Niveau von der Gemeinde wie auch am Land immer da war wichtige Decisionen ausstehen. Mit der ADR wird der River sind mir so klar, dass wir die Leute vertrauen und dass wir eine Politik für die Leute machen werden und eine Politik mit den Leuten machen werden. Liefern, das ist das, was wir machen werden. Nur 10 Jahre Gambia, wir sind eine Nation, die feindlich gegenüber der Freiheit ist, die am Gleichheitswahn ist, Gleichheit, überall hier der Gleichheit, hier Gleichheit, da. Wir sind für Gleichberechtigung, aber Gleichheit, pass auf, das ist ein ganz gefährliches Wort. Es klingt gut. Wir passen auf, von die kommen, die von Gleichheit schwätzen. Für 90 Jahre sind die in der Sowjetunion gekommen, die von Gleichheit geschwätzt. Und das Resultat war desaströs. Liefern, wir verzichten gern auf den menschenfeindlichen Sozialismus. Wir sind für Gerechtigkeit und für Freiheit. Das sind die Werte, die bei uns am Vordergrund stehen, und nicht der Sozialismus. Gambia, wir sind eine Nation mit den höchsten Energiepreisen in unserer Geschichte, auch in Europa. Das ist nicht eine neue Regierung, die das verbricht. Das ist auch an europäischem Niveau, wo das gemerkt wird. Wir sind eine Nation, die muss fertig für die Wander zu kommen. Gott sei Dank war die ganz ferme Wander. Wir müssen fertig für die nächsten Jahre zu kommen. Eine Nation, wo Industriebetriebe noch zu 50% schaffen. Schwätzkind drüber. Und der Energieminister Turmes, die verkauft das als Erfolg und Frieden. No, das ist die Realität. Wir haben am Parlament lauter Parteien sitzen, die den Tanktourismus wollen aufschaffen, indem sie als Spritpreise auf dem Niveau von unseren nordischen Ländern erhöhen. Die schlimmsten, das schon gesagt, sind übrigens Piraten, die sich mal nicht generieren, immer mehr Höchstpreise zu freuen. Dabei ist ein Tanktourismus. Wir reißen ein formidabel Nisch, wo wir all Jahr 1 Milliarde rankriegen, ohne viel zu machen. Das soll ich dann von gar nicht so, mit der das ist die Realität. An CO2 ausstoßen, das wisst ihr alle gut ganz genau, ändert es nicht, weil das dem Benzin an dem Auto egal, ob es zu Esch getankt wird oder ob es der Grenze zu Deutsch Ot getankt wird. Wie kann ein 1 Milliarde Euro Jahr so auf das Spiel setzen? Brauchen wir die nicht. Aber das geht das nicht. Wir stehen zum Tanktourismus. An Zigaretten, das ist so eine Jocherei. Das ist nicht politisch korrekt, aber bon. Zigaretten geben wir das auch nicht mehr da. Da wissen Sie das doch. Frohes!
Vor ass wo soll als Energie hier kommen? Net nimmen déi fir ze fuhren, ze hëtzen a fir de Strome och fir als Industrie. Wo soll déi hier kommen? Wann des Regierung so weiter mischt, da kann ich ich versprechen, da ginint Luten aus, zu Lützeburg an Europa, zuticht bei der Industrie, zu Kontern gelot zougemer, wo mengt das dat kënnt, an dabei de Leiit. Mir forderen Energiesicherheit. Ah ja, Solar an Raketen durch klengen Deel dazu beidroht. Mir auch dat bringen sie nicht mal fertig, für die Leute die Primen zu bezahlen, die sie zu gut tun. Und dann muss ich mal Folgendes auf der Zunge sagen lassen. Die letzte Woche war EU-Sommet und unser Premier, Xavier Bettel, der war da. Und nicht dann auf einem Tag, das konnte ich da lesen, morgens am Interview, wurde gesagt, dass ihn unbedingt Mist Verbot für Verbrennermotoren 2035 festhalten. Und dass ihn nur 2035 also just noch so elektrisch fahren. Super. Den elektrischen Auto. Formidabel. Genial. Mir bitte, ich freue mich, ein elektrischen Auto. Die braucht ja aber Strom. Und Strom, die muss ich ja aber produzieren. Viele elektrische Autos brauchen viel Strom. Und du kennt es, und da seht ihr, bitte, den nämlichen Tag. Hier wir mit aller Deutlichkeit gegen Atomstrom. Ja, geht du. Atomstrom mischt 25% aus von unserem Strom, den wir verbrauchen in der Europäischen Union. Aktuell. Das ist die Realität. Ob ich gut finde oder schlecht wird, das ist die Realität. Und wir sollen also, laut dem Herrn Bettel, an 12 Jahren an der Europäischen Union just noch elektrisch fahren, aber gleichzeitig keinen Atomstrom mehr produzieren. Wie soll das gehen? Herr Bettel, das tut das seefeblose Politik. Die sind der Premier von der Spaßgesellschaft. Und so nicht, wir sind nicht auf einer Party frei des Ofes. Leben, Herr Bettel, als kein Wunschkonzert. Alle Freunde so nicht, dass von Energiesicherheit heißt, dass wir in Europa Atomstrom brauchen, dann heißt es das. Und dann machen wir das. Und zwar aus Realismus und aus Notwendigkeit. Und das ist das, was wir machen, die Freunde mit der ADR. Wir machen Politik mit Verstand und nicht mit Ideologie. Wir sind eine Nation gehen, mit immer mehr Verboten. Das ist in der Mode. Nicht nur von der geringen Verbotspartei, aber auch die anderen steigern sich am Wettbewerb noch mehr Verboten. Es sollte ein Auto da sein, 2035. Komplette Wahnsinn. Da kommen Heizungen. Der braucht just bis rüber an Deutschland bei die Grün gucken zu gehen. Das sind hier 4 Bilder an der Verbotspolitik. Und das ist das, was sie auch hier machen. Sie so nicht, weil da gehen sie ja nicht gewählt. Aber das ist ihr Plan. Den Auto 2035, da kommen Heizungen. Am Anfang ist es immer freundlich, mit Primen. Und dann, das ist immer dasselbe wie irgendwann, lös, mir radikal, und dann irgendwann könnte verboten, dann ist es fertig mit Lachen. Aber was geht noch alles? An Schulkantinen gibt es verschiedene, die ich kein Fleisch mehr schwa. Das hätte ich mir vorstellen für ein paar Jahre. So fängt es an. Und ich frage mich, wie lange die wir nach Fliehen, wie lange die wir nach Reisen, wie lange die wir nach einem Bitten haben. Und es hat schon die Ideen für alle Menschen in CO2-Kapital zuzustehen, über das die nicht rausgehen. Jeder Mensch kriegt 3 Tonnen CO2 pro Jahr, aber wer mehr braucht, muss es sich eben einkaufen. Das ist das, was in Deutschland her. Das sind die Ideen, die kursieren und die kommen auch rüber. Alle Freunde, das ist ein Frontalangriff auf die Mittelschicht, ein Frontalangriff auf die sozial Schwachen und ein Frontalangriff auf die Leute aus dem ländlichen Raum. Und gerade die, und das verspreche ich euch, werden wir als ADR verteidigen. Merci. Wir sind eine Nation, die hier Spruch nicht mehr herstellt, so am Alltag immer mehr abgeht. Einfach so, eine Nation voller Komplexer, von der meist Identität geht. Ihr findet Identität noch so, ist das noch okay? Eine Nation, die ihren Jahrhunderten allen rote Leif durch ein X ersetzt. Fort rote Leif, brauchen wir nicht mehr. 800 Jahre war den da, lo machen wir ein X. Das ist für das Tisch. Das ist Gambia.
Und wir sind die Einzig, die sich da gehen wehren. Aber etwas kann ich garantieren, mit 10.000 Leute draußen, die uns recht gehen. Wir geben als Regierung als Symbole ehren, als Kultur heischhalten, als Spruch unterstützen. Ja, da der als die Einzige, die sich vehement für den Spruch ersetzt. Glebt mal, wenn wir nicht da wären, einen politischen Druck für einen Spruch gegen machen, da wäre es noch viel mehr schlimm wie los. Und wir setzen uns an für die Halle von unserem Spruch. Das geht ganz schwer. Machen wir es nicht viel. Wir leben darum, dass es möglich ist, allerdings nicht mit einer DP. Und ich komme darauf zurück, was ich immer so, weil das einfach das flagranteste Beispiel. Die dem neuen Stadion, heute noch das große Match, die dem neuen Stadion ein französischen Namen gibt. Die Symbolkraft von der Decision versteht all Kant. Was die DP, die Leute dummer da will so als der letzte Boyer hier Spruch als Französisch. Und ich erinnere an ihre Slogan an die Wahlen. Zukunft der Blitzeburg 2016. Zukunft der Blitzeburg. Und da kurz nur die Wahlen, zack, machen sie auf Französisch. Nee, so nicht. Aber das geht das nicht gehen. Wir werden überall, so weit wie möglich, als Lützeburger Spruch benutzen. Und das ganz einfach, weil der Spruch von Lützeburg auch von den Lützeburger ist. Und Edelo. An Edlo, wir können dann scheren das ja schon, die sagt, die hat etwas gegen deine Sprachen. Nee, wir haben gar nichts gegen Deutsch, wir haben nicht gegen Französisch, wir haben nicht gegen Englisch, wunderschöne Sprachen, und wir benutzen sie gerne. Wir haben nicht dagegen, wir wollen just als kleinen Spruch, den wir an unserem Herz trauen, an unserem kleinen Land erhalten. Mehr nicht. Merci. Merci. Merci, liebe Freunde. Wir sind eine Nation. Ja, es geht noch leider ein bisschen weiter. Mir geht ja besser, wenn wir bis dran sind. Die hier Geschichte im Heisch hält. 4 und 3 Monate hat die Regierung eine neue Broschüre über die Geschichte von Lützeburg herausgegeben. Regierung. Da steht dann über die Broschüre geschrieben, diese Broschüre stellt kurz die Entwicklung Luxemburgs dar. Eine Timeline, welche sich durch die Broschüre sieht, hebt die Schlüsseldaten der luxemburgischen Geschichte hervor. Schlüsseldaten. 1963, Gründung von der Stadt Lützeburg. Steht nicht dran. Aber noch nicht schlimm. Den 10. Oktober 1941. Ich erinnere mich daran, als ein nationaler Kommemorationstag, den alle Jahre den 10. Oktober ist, wo ein allgemein Blumen näher gelöscht geht, für ein Monument Mort. Den 10. Oktober, den erinnert an den Widerstand vom Lützeburger Volk gegen die deutsche Okkupation am Zweiten Weltkrieg. Damals, den 10. Oktober 1941, war die Personenstandsaufnahme, wo das Lützeburger Volk couragiert, zu über 90%, obwohl explizit verboten und wenn es anonym, ob jetzt Ziedle mit 3 Mal Lützeburg geantwortet hat. Diesen Datum, den 10. Oktober 1941, finden bei den wichtigen Schlüsseldaten nicht an der Broschüre über Lützeburger Geschichte, den als gestracht an liefern, das als skandalös. Das ist ein Frechheit gegen Lützeburger. Das ist ein Frechheit vis-à-vis von den 5.000 Lützeburger, die am Krieg ihr Leben gelassen haben. Das ist ein Frechheit gegen die Resistenzler, die ihr Leben riskiert haben, gegen die deutschen Okkupanten. Das ist für uns inakzeptabel. Mit der stimmen zu unserer Geschichte. Wir wollen sie heisch halten. Und wir wollen erinnern an die Leute, die das Land verteidigt und abgebaut haben, an die sich für ihr Heim mit allen Risiken angesagt haben. Aber wie ich das gelesen habe, und was spontan etwas angefallen. Hier will der Kommemorationstag, hier will den unserer Geschichte streichen. Aber dann machen wir den Kontra. Wir machen den 10. Oktober zu einem offiziellen Feiertag, und wir wollen dafür den 9. Mai, den EU-Tag, den holen wir weg als Feiertag. So machen wir es. Wir sind eine Nation, die eine Souveränität immer mehr abgeht.
immer mit Pouvoir und die Jugend, die schon noch darüber freut. Wir haben ein Establishment, das immer mehr in unserer Monarchie kratzt. Das sind die sie sind nicht immer deutlich. Ja? Mit Zwischenzeilen kriegt ihr es mit. Und sind noch mehr, wie ihr könnt mengen. Also sie schlafen nicht. Löser verfolgen sie ihr Ziel. Sie sind in einer neuen Verfassung, die auf den Großherzog geschafft. Wie was? Wie hat das gefreut? Wie ein Mensch. Sie sind angefordert, dass die Regierung den Großherzog kann aufsetzen. Und ein Partianer sagt in der Verfassung. Und ich meine ganz kurz, ich kann ihr just heute versprechen. Wir werden uns als ADR mit Hand und mit Face wehren gegen die als Monarchie hier am Land aufschaffen wollen. Wir sind eine Nation, wo alles, was das ausgemacht wird, zerrappt wird, als Gemeinsamkeiten verschwonnen, als Schuld schlecht gemacht wird, als Geschichte zerrappt wird, als Identität ignoriert wird, wo wir ein schlechtes Gewissen angetrichtert kriegen von woken Aktivisten, wo wir an Angst versagt gehen von woken Aktivisten überall, auch an den Medien, an der Politik. Wir werden uns ganz klar am Wahlkampf gegen die Vogue-Tendenzen stellen und nicht so lassen, dass die ganzen Unsinn, den schon am Ausland geht, bei uns auch so verbreitet wird. Ich mache dafür einen Aufruf und die schweigen bürgerlich mit dabei und sich nicht wie passiv zu verstoppen, mit Gefahren zu erkennen von der Vogue-Ideologie und ich mache einen Aufruf und alle Members von der LDR, dass wir die Verantwortung wollen an uns wehren. Das ist am Sinn von einer bürgerlich liberaler, freier Gesellschaft auf fairer demokratisch Grundordnung. Merci. Wir sind eine Nation, wo wir immer mehr von einer sogenannten woker Minorität, das ist eine winzig kleine Elite, sie diktieren uns, sie schreiben uns gerne vier, wie man zu gendern und sie wollen uns das abzwingen, sie wollen uns so wie ein Weder man nach dir benutzen, wie ein Weder nicht mehr, Weder wie Pap und Mam, die wollen sie streichen, weil sie steuern, so wie Madame Tanson nicht will machen, das schon gesagt gehen. Die verbieten, dass in einem Schulbuch, das ist kein Witz, das geschieht zu Lützeburg, die verbieten, dass in einem Schulbuch ein Bild von einer nierenden Mam gewiesen wird. Die über das Bierger Urteile von Urwenruf moralisierend, Apostel von einer neuen woke Religion oder besser Sekt, wie wir Bierger all klein unmündig Kanner wären. Die nicht nur Geschichte leugnen, aber auch Biologie leugnen. Los, Leute mit Trau, so eine Schiene, mit ihrer Wokeness, ihrem Cancel Culture. Zwischen von den Leuten sind nicht Political Correctness und auch nicht Genderei. Kümmert dich um die realen Probleme von den Leuten hier im Land. Wir sind eine Nation, wo ein Minister an der Responsabilität für die Kanner. Eine Politik möchte man da aus, so dass Kanner besser als Strukturen sollen gehen, wie daheim bei der Familie versucht zu gehen. Wo die Minister Kräche verkauft, die sollen Lützeburg schwätzen, aber wo aber in Wirklichkeit kein Lützeburg geschwärzt wird, ganz viele. Aber wo kein der Tanner Fred? Aber mir so und da wird ignoriert, die wir nicht drüber schwätzen. Für wertvoll. Wo der Minister mal nicht weiß, wie viele Leute an den Kirchen zu Lützeburg schaffen, das sind die Kirchen, die vom Staat bezahlt gehen. Ich habe mich gefragt, wusste mal nicht, wie viele Leute an den Kirchen schaffen. Ja, das ist die Realität. Nee, die wisst ihr mal nicht. Aber wo ein Minister, dann der Minister Maisch, an der desaströser Politik, die hier zu verantworten hat, wo dem dann nichts Besseres auffällt, wie der Moje im Radio, das war für uns wichtig, zu sagen, Eltern, die sich daheim mit Kanner kümmern, an ältere Geld füllen, das wir 19. Jahrhundert, oder 20. Jahrhundert, wieso 19. 20. Jahrhundert. Ja? Aber die Mann, den dürft nicht nach 1 Sekunde an der Verantwortung sind für als Kanner. Denn Herr Maisch soll abhalten, Familien hier am Land zu beleidigen, zu insultieren. Das ist ein flott Französisch Wort, das trifft es gut. Soll abhalten, Leute hier am Land zu insultieren. Ich will ihm mit klar sagen, Kanner sind am besten bei der Familie und nicht von 6 bis 7 Strukturen.
Den Herr Meich als eng sozialistisch Familiepolitik à la DDR, weil das dat. Halt op de Leiit vu Uwenhof zu diktéiere Wese ze lewen. Mir als ADR wie sie klar fir de Schwa. An de Schwa ass, dass man den engen älteren Mechlichkeiten in Kanner versuchen zu lassen, und zwar a guter Qualität, nicht wie dat lode Fall ist bei mehr Meichsinger Politik, an den andere mat Mechlichkeit daheim für Kanner do zu sehen. Da das da der ältere Geld an da das der faire Schwa für die Familien. Und ich will an diesem Kontext auch dem Luc Martini ganz große Merci so, in den letzte vor an der Chambre war mit seiner Petition eben gerade für auch die Familienmodell zu unterstützen und nicht just auf ihn sich zu konzentrieren, noch darauf aufmerksam zu machen, wie da was Probleme sind am Herrn Meichsingen Ressort. Vielen Merci dafür, Luc. Und ihr werdet gesehen, liebe Freunde, da der ältere Geld könnt, wir haben es lanciert, wir haben 2018 an der Wahl gefragt, und ihr werdet gesehen, dass es könnt. Ob mit uns an der Regierung oder nicht, auch an der Opposition können wir konstruktiv Politik machen. Und wir werden das erreichen, wir haben die Läden, wir haben die bei, und da der ältere Geld wird kommen und es wird als Land verbessern. Wir sind eine Nation, an der der Minister das Schulsystem nicht kennt und nicht versteht, auch nur 10 Jahre keine Ahnung hat, nicht kapabel ist, mit den Akteuren im Terrain zu schwätzen, und die bei denen Leute, die für sein Ministerium schaffen, Profen und Schulmeister ganz genau 000 Support hat. Von Reform zu Reform, von Geflex zu Geflex, haben wir heute ein Schulsystem, das immer mehr zerstückelt wird, wo immer mehr verschiedene Modelle als Sektionen entstehen, an denen keine sich mehr herumfindet. Wo an den engelstaatlichen, den neuen internationalen Schulen ein Schüler Premier mit 18 Jahren mischt, und an den anderen staatlichen Schulen, den traditionellen, der Schüler Premier mit 19 Jahren mischt, also ein Jahr lang mehr lang muss an die Schule gehen. Das sind die gravierenden Ungerechtigkeiten, die im System meist hier im Land entstanden sind, und das ist nicht an der Reihe. Wir sind für eine Schule, wo die Kinder zusammen sind, wofür Integration gesucht wird. Das ist schwer genug hier im Land. Dafür brauchen wir die Schulen und dafür muss man die Kinder zusammenhalten und nicht trennen. Wir sind für eine Schule, wo Lehrpersonal geleistet wird, wo Gerechtigkeit existiert, wo es klar, verständlich Zensuren und objektiv Promotionskriterien gibt, wo endlich Schluss ist mit dem sogenannten Nivellement vers le bas, wo wir im Hygien und die Exzellenz von all den Kindern ausstreben. Das ist die Schule, die wir wollen. Senior Gambia, wir sind eine Nation, die von Kriminalität überzugeht. Ich pèse mes mots, wie der Franzose sagt. Wir erleben etwas, das wir noch nie erlebt haben. Auf der ganzen Zeit gehen Excusen gesicht, geht das ganz relativiert, ja, mit das ist einfach nicht so. Statistiken gehen geheim gehalten. Wir sind eine Nation, wo die Kriminalität von Uwenhof verheimlicht, geht für die Leute, für sie nicht zu beunruhigen. Aber gleichzeitig geht daran dauernd mit anderen Sachen beunruhigt und die kriegt Angst gemacht und die kriegt gesagt, Welt geben. Aber ich frage mich, was lebt die überhaupt hier im Land? Wo sind die Probleme, alle Gute, wo sie davon schwätzen? Dafür greift man nicht die Probleme und die man wirklich haben und umterren. Wir erleben eine massive Zunahme von Kriminalität. Viele Leute trauen sich nicht mehr, oben raus. Ja, das ist über an den Staat. Wir merken das ja. Viele Leute wollen nicht mehr an den Staat kommen. Und nicht für nichts. Also, die Police warnt, ich lese da vom Site police.lu. Lassen Sie sich begleiten, wenn Sie abends oder nachts unterwegs sind und verringern Sie so das Risiko eines Überfalls. 2023 sind wir hier am Land auf dem Punkt gekommen, dass die Police die Leute da muss roden. Geht nämlich ein lang aufs raus. Das wird behauptet, für diese Gefilme, wir müssen Statistiken an Zölle Gistärger und Blut. 8 Abre Schummer am Durchschnitt pro Tag. Gibt nicht gewohr, hanst du im Radio, ein, du. 10 Gewaltakte pro Person pro Tag. 10 gewalttätig Überfall pro Woche. Pro Woche ist das. Davon her die nicht. Und der Grund ist ganz einfach, sie wollen nicht so, es wird verheimlicht, weil das Regierung der Bürger misstraut. Also sie ist nicht bereit, ihnen Vorrecht zuzumuten. Und eine Diskussion soll über die Kriminalität
vermieden gehen. An der Chambre haben sie gesagt, darüber soll ich keine Politik machen. Das muss ich richtig vorstellen. Weil ich finde, ich so eine Stadt los mir nicht so. Sicherheit und Bekämpfung von der Kriminalität werden mir zur politischer Priorität am Wahlkampf machen, ob es ihnen passt oder nicht. Wir sind eine Nation, wo Leute, die hart und viel schaffen, mit ihrem Lohn unter der Armutsgrenze liegen. Und obwohl sie viel und hart und ehrlich schaffen, arm sind. Wo es nicht durchgeht, für anständig zu leben. Wir sind eine Nation, wo die Steuertabelle jahrelang angepasst wurde, was sonst nicht als wie eine himmlische Steuererhebung an die Leute zugeklaut, das ist es. An denen, die das angefordert haben, das ist übrigens just eine kleine Parenthese. De Lückfriede, dass das wisst. Voilà. Hier muss der Staat noch bessern, aber wir sind bereit für das zu machen. Aber wenn es dann heißt, wo sollen Zuen dann hier kommen, wo sollen Zuen hier kommen, dann antworten wir ganz einfach. Guckt mal das Budget, guckt mal, wie viel Geld das dir Jahr für Jahr ausgeht, die da gar nicht Mist ausgeht, für Satelliten, für Propaganda, für feministische Außenpolitik, etc., etc. Millionen und Millionen, die wir könnten abspüren. Und es kann doch nicht sein, dass in einem Lützeburg mit so viel Wurstum, der schon so viel Notdeler bringt, dass es da immer mehr Leute an Armut gehen, das kann nicht Sinn liefern. Aber wir müssen Leute tun, wir müssen allein haben, pardon, die es möglich machen, auch davon zu leben. Und dafür setzen wir uns an. Und nachher will ich auch ganz klar sagen, wir setzen uns auch für den Halt vom Index an, dass das auch direkt klar ist. Wir sind eine Nation, wo über 100.000 Lützebäuer im Ausland leben. Obwohl all Jahr 10.000 neue Leute immigrieren. Wo wir mittlerweile 100.000 Lützebäuer im Ausland. Ganz viel hier an der Grenzregion, nicht nur die paar Tausend in Brasilien. Aber wo dann scheint es egal ist, das ist kein Thema. Aber Familien das Land verlassen, wo sie Jahrhunderte gewohnt haben, oder Junker, die abgewusst, die geboren sind, wem das Land muss verlassen, das ist eine Katastrophe. Bedenkt mal, für rund 30, 40 Jahre, können sich nach verschiedenen daran erinnern, da konnte sich nach einem Erbster, den länger geschafft wird, bei einer Pai, die konnte sich ein Haus leisten. Mit Geld, 4 Familien, 4 Kinder. Das sind 30, 40 Jahre her. Heute geht es mal nicht durch für ein Studio. An der Regierung hier Lesung, als dann zum Beispiel für einen Tisch zu bauen, riesen Appartementshäuser, Willkommen, HLM, Plattenbau, sind wir bei der DDR. Aber wir warten nicht lo super genial, tiny houses, klingt gut, tiny houses. Was das nicht nächst was könnt, so Ria, wie man das schon gesehen und zu Hongkong oder zu Tokio, wo ihn dann 3 Kubikmeter hat, wo ihn sowas kann dralliert und da muss ich es rauskrauchen. Als das nächst was sie wollen. Und an der Kombelast hier, ohne sich zu genieren, geht die Leute dann das auch nach etwas Immenses verkauft. Aber vielleicht leben doch noch, das ist Katastrophe. Guckt einfach mal auf dem Beispiel, wie als Lebensqualität gefallen ist an den letzten 30 Jahren. Was sich eine junge Familie hier am Land 1990 leisten konnte, und was sie sich heute leisten kann. Die Damen und Herren, das ist eine Bankrotterklärung für reiches Land. An die Karte, die sticht so am Dreck, dass man sie nicht mehr rauskriegen. Und auch die Äner, sie können los schwätzen, wie ich für Drüscher so, 300.000 Fundingen, 200.000. Das geht nicht los. Sie kriegen die Karte nicht so aus dem Dreck. Ich kann nicht just etwas sagen. Wenn wir wollen das Wohnungsproblem lösen, dann muss man mittelfristig den Bevölkerungszuwachs bremsen, dann muss man die Migration bremsen. Aber kurzfristig, und das sind wir als Land schuldig, muss man Wohnungen denen Leuten hier aus Lützeburg zur Verfügung stellen. Und da sage ich ganz klar auch, wie viel schon, Priorität auch denen Leuten hier aus den Gemengen und hier aus unserem Land. Wir sind eine Nation, die mit seinem selber gemerkten, unkontrollierten Wachstum, mit einer riesen Immigration an eine Mauer rennt. Und immer mehr Stau, immer mehr schantischer, immer mehr teure Wohnungen, immer mehr Klinikplätze, mangelt um Polizisten und Lehrpersonal, mangelt um an allen Bereichen, Zerstörung
von der Natur, Zaubetonierung, Anonymisierung, Individualisierung von unserem gesellschaftlichen Leben, Abgehen vom sozialen Zusammenhalt, Lernen Leben am Platz, Modern Leben, das ist das, was taut geht. Das ist die große Herausforderung, für die wir stehen, und für die wir als Land Lösungen finden müssen. Und wir sind die Einzigen, die das klar und deutlich sagen. Aber wenn ich dann den Herrn Turmes höre, Gringen, die seht, wir müssen als Wachstumsziele nicht auf Frohstellen, Richtung 1 Million Einwohner, nicht auf Frohstellen. Die seht, wir müssen die Bevölkerungswachstum just gut organisieren. Ja, was das da gut organisieren? Haut erheischt den Herr Bausch, von den Gringen, haut erheischt den Herr Bausch, d'Autobahn Richtung Diedling, auf 3 Spuren auf all Seite, nur 6 Spuren. Das möchte den Herr Bausch. Ja? Aber wenn wir dabei 1 Million Einwohner sind, da brauchen wir 12 Spuren. Aber da haben 3 bei. Das sind 20, 25 Jahre. Könnte man los schon aufhängen, dann sind wir vielleicht fertig da. Aber wenn der Wachstum so weitergeht, wie es geht, und das ist eine ganz einfache Rechnung, da sind wir 2063 zu 1,7 Millionen Einwohner hier im Land. Und da brauchen wir 16 Autobahnspuren für auf Diedling, weil die Geschichte vom öffentlichen Transport, auch vom schnellen Tram für auf SD frühestens 2035 fertig ist, da brauchen wir es kein Mitziel lassen, die Quatsch leben wir nicht mehr. Wir müssen raus aus der ganzen Wachstumsfall, aber wir müssen auch, und dazu nicht über das Pensionssystem schwätzen, wir müssen die Ketten loslegen und als Unabhängigkeit von dem terriblen Wachstum zurückkriegen. Das sind wir als Kanner, Kanner, Schölle steht am Land. Wir sind eine Nation, die Freunde, die nur 10 Jahre Gambia-Regierung, und das ist der letzte Punkt, von lauter Beam de Büsch nicht mehr gesagt, aber der wahnsinnig naiven Ausspruch hat, heute zu Lützeburg die Weltprobleme lesen zu wollen. Aber wir wollen mal Eisprobleme lesen. Und ich finde, ich da viel abgezählt, als schon da verschiedene auch Heilo nicht können nennen. Weil muss ja irgendwann Europa hören. Die Unterstützung von unseren Bauern, den Aufbau von einem gut funktionierenden Gesundheitssystem, was nicht geschieht. Eine Außenpolitik, von der Asselborn 19 Jahre vorstellt, auch sie waren damals für 10 Jahre Mandatsbegrenzung. 19 Jahre Asselborn, aber mittlerweile, nicht mehr tragbar, aus dem sich Politik Lützeburg an Europa isoliert, an unserem Land immens schuld. Nur 10 Jahre Gambia-Regierung. Nur 10 Jahre Gambia-Regierung als Nation, als Lützeburg leider nicht mehr das verdenken war. Das ist besser Lützeburg, das ist traurig, wie das ist die Realität. Und es ist so nicht gehen, wenn ich die negative Entwicklung anguckt, die als Land mattbest, dann ist froh bei den Wahlen 2023 mal eng direkt ganz klar. Gambia oder nicht Gambia? Gibt es eine dritte Gambia-Regierung oder gibt es keine? Alle freuen mir, als die leben in besser Lützeburg, weil wir als Land gerne haben. Lützeburg hat etwas Besseres verdient, wie diese Regierung etwas Besseres wie die Gambia-Regierung. Wollen wir weiterwerken wie bislo? Wollen wir dann so machen und nicht über Probleme schwätzen? Wollen wir machen, wie wenn immer Party wir? Wir wollen das Land nur 4 bewegen, rausholen aus den Fesseln, die Oberlust gehen, nur 4 mit Bodenständigkeit und mit Wert, und mit Respekt für die Menschen und für all denen, die das Land abgebaut haben. Wir machen dann nicht so, wir machen sie ab und gucken auch dahin, wo die Herausforderungen sind. Wir machen kein Bling-Bling, wir machen die bessere Analyse, weil wir als die Sachen auf den Fond gehen, wir machen die besser und wir proposieren die besser Lesungen, die Damen und Herren. Alle Freunde, das gibt keine einfache Übung, da muss man uns bewusst sein. Sie werden meckern, sie werden falsche Sachen behaupten, sie werden Hallevorrichten verbreiten, sie werden uns probieren zu diffamieren, also ja, sie werden uns vernennen, rechtsextrem oder was auch immer. Das kennen wir alles schon. Wir fuhren also weiter. Und es ist noch etwas, wir werden nicht fertig für denen, die uns diffamieren, in der Gürtelin, für denen ein klar bestimmten Antwort zu geben, die sie auch nicht so sehr vergessen werden. Wir bleiben als allein treu.
weil wir es am Herzen drunter, weil wir zuversichtlich sind. Und wir werden nicht abknicken, wir werden nicht rauen, wir werden nicht weggucken, wir werden noch nicht klein beigehen, wir werden nicht abgehen, wir werden erst nicht abgehen, wir werden Leute bei uns nicht abgehen, und wir werden Lützeburg nicht abgehen. Und das ist so lange, wie wir Vertrauen haben, und zusammen stehen die Regieren, sind mehr schwer wie der Mengt. Und wir leben drin, also überzeugt, dass wir die besseren Argumente haben und die bessere Politik für das Land haben. Und der Wirsel muss kommen das Jahr. Los dir nicht durchschmieren. Gambia hält zu summen, weil sie Angst tun. An Angst, hier Privilegien zu verlieren. Das schweißt zu summen. Das schweißt richtig zu summen. Sie sind schwer. Sie fährten, aber weil sie fährten, sind ich 100% überzeugt, dass wenn sie die 31 Sitz kriegen, da machen sie weiter, liebe Freunde, da machen sie weiter. Aber wenn es nicht durchgeht, da machen wir Gambia B. Da steht Piratenpartei, da steht die Brett, wir haben run zu laufen. Da machen wir noch einen Morphe Punkt an die Gambia-Fändel, und da klappt das schon. Sie haben sowieso kein Inhalt, nicht. Kein kann so, kein, ich habe kein gefunden. Kein kann mir so, kein kann euch so, kein kann die Leute bei sich so, für was die Piratenpartei überhaupt steht. Das ist sonst nicht, das ist ein Grand Vide. Das sind Piraten, los die es gesagt sind. All Stimme für die Piratenpartei, all Stimme für sie, als eine Stimme für den Machterhalt von der Gambia-Regierung. Liebe Freunde. Und ich profitiere auch von dieser Gelegenheit für den Luc Friede, just eine gute, wirklich freundschaftliche Rot zu gehen. Trau ihnen nicht. Sie wollten 2013 nicht mit dir, Luc Frieden, an eine Regierung. Und sie wollen noch nicht. Egal, was sie für die Wahlen behaupten, Leif findet nicht. Los dich nicht täuschen, liebe Luc Frieden, guck ganz gut, wo die sind, die nicht mit dir zusammen schaffen werden. Egal, was sie sagen. Es gibt eine Alternative. Es gibt eine Alternative für fundamentale Werte, die vielleicht füllen. Und zwar eine bürgerliche Koalition. Und ADR ist die einzige, die das machen kann. ADR wählen ist die einzige Möglichkeit für eine andere Politik hier im Land, für eine Wirsel von der Politik. Wenn die bürgerliche Koalition will, wenn eine Politikwirsel will, die muss ADR wählen am Oktober 2023, liebe Damen und Herren. Alle Freunde, wir gehen auf europäischen Plan noch zu Lützeburg, regiert von einer Regierung, die hauptsächlich nur sich selber guckt, von einer selber ernannten Elite, der es nicht darum geht, dass die Folgen entschädigen kann, der es nicht darum geht, dass die Leute nur geleistet wird, der es nicht um die Freiheit von den Bürgern geht. Aber die wollen Angst machen, die wollen, dass wir an Angst leben, die wollen, dass wir fährten, die wollen, dass wir ein schlechtes Gewissen haben, die wollen, dass wir kontrollierbar sind. Und dass wir das machen, was sie gerne hätten, dass wir das denken, was sie gerne hätten. Na genau do geht, müssen wir uns wehren. An dieselbe ernannten elitär Weltverbesserer zurück auf den Boden von der Realität holen. Das ist als Aufgabe, die wir für uns tun. Und das ist der Kampf für die Freiheit von uns alle. Und es ist nicht überzeugt, dass dabei sind viele Zehntausende Menschen hier im Land und in Europa Millionen, hier im Land und dabei sind, so denken wie wir. Und dass sie uns unterstützen werden bei dieser großen Aufgabe, und das wird es gehen, es geht nicht leicht, es geht nicht einfach, wir werden die Aufgabe offensiv und optimistisch angehen. Liebe Freunde, offensiv, optimistisch, gegen die Regierung, die als Souveränität, als Zusammenleben, als Schulsystem, als Identität, als Kultur, als Geschichte, als Wirtschaft, als Freiheit, als Energie, als Hoffnungen, als Erwartungen, als Existenzen wäschelt. Es ist Zeit, für ein Kehr zu kriegen für das Land, für als Nation, für Lützeburg. Das 2023 an die Gambia-Regierung gehört endlich an Geschichtsbücher, am besten an den Keller von den Archiven ganz tief innen.
Ja, wir machen die Schwach Gambia, wir müssen sie ersetzen für eine starke Lützeburg zu sorgen. Wir müssen den Dilettantismus, den herrscht, ersetzen durch Exzellenz. Wir müssen den Bling-Bling ersetzen durch eine Politik mit Funk. Wir müssen Dekonstruktion ersetzen mit Konstruktion, und Zersplitterung muss man ersetzen durch Geborgenheit für uns Leute. Das ist die formidable Aufgabe, die bei uns war. Den Engagement, die werden wir abbringen, das ist ein Ersatz und das ist unser Ziel. Und wir stehen heute, wie gesagt, für eine Schicksalswahl für Lützeburg. Und ich gebe euch alle guten Opfordern. Guckt optimistisch drauf. Ich will dafür, dass ihr enthusiastisch seid. Ich will Motivation, ich will Frieden, ihr sollt höflich sein drauf. Ihr sollt stark sein, ihr sollt voller Zuversicht sein, ihr sollt munter und optimistisch sein. Seid stark, lauscht auf euer Herzen und auf euer Verstand. Und mir geht Lützeburg nicht ab, und wir werden als Lützeburg nie abgehen. Das ist die Message, die wir hier geben. Und ich komme zum Schluss. Es gibt da die Ehre 36 Jahre. Und das ist eine Erfolgsgeschichte. Und wir werden die noch lang weiterführen. Und wir werden noch nicht nur die Wahlen am Oktober 2023 als zur Ruhe legen. Nein, das Jahr 2023 ist der Anfang. Den Anfang von weiteren, ganz erfolgreichen und noch mehr erfolgreichen Jahren, an der wir mit einer großartigen ADR Lützeburg zu einem großartigen Land machen werden. Vive die ADR, vive Lützeburg. So nicht merci. Merci.